Ja, dann begrüße ich euch alle ganz herzlich. Super, dass ihr bei diesem guten Wetter mitmacht. Ich freue mich sehr auf eine schöne Veranstaltung mit Hans Holzinger. Es ist so, dass wir Hans eben schon Hans, es ist 30 Jahre her oder was, kennen, wo Hans schon mal bei uns referiert hat, auch in derselben Funktion, wie er heute noch immer hat. Und zwar leitet Hans die Robert Jung Zukunftsbibliothek und ich bin ganz ehrlich, wir orientieren uns als Movement Ecologique ganz stark sowohl an den Vorträgen wie auch an den Empfehlungen dieser hervorragenden Bibliothek, die auch einen Newsletter hat. Wenn wer Interesse hat, sich daran anzumelden, die ist auch wirklich sehr aufgeschlossen und da kriegt man wirklich gute Hinweise über die neuesten Publikationen und auch eine sehr korrekte Bewertung. Und wenn ihr mal Cedric guckt, alle, die jetzt daran teilnehmen, dann seht ihr hinter Cedric so ein grünes Bild, ein Plakat, das bei uns im Movement Ecologique hängt. Und das ist tatsächlich Robert Jung, der den Movement Ecologique sehr geprägt hat. Wenn Tate Faber jetzt hier wäre, der sagt immer, Robert Jung stand für eine Entwicklung des Movement Ecologique weg von einer reinen naturschutzorientierten Bewegung, wo eher Vögel begutachtet wurden und so weiter, hin zu einer gesellschaftspolitisch aktiven Bewegung. Und Robert Jung hat uns sehr, sehr geprägt als Movement Ecologique zu entscheidenden Augenblicken. Und desto schöner ist es, dass Hans heute Abend als Vertreter von dieser Struktur bei uns einen kurzen Vortrag halten wird. Und wir sind bereits vor über dreiviertel Jahr oder einem Jahr, haben wir die folgende Publikation von Hans gesehen, was lernen Gesellschaften, Gelingungsfaktoren und Barrieren für gesellschaftlichen Wandel im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ich sage das nicht einfach so, das ist für mich mit die beste Analyse über was die Hemmschwellen sind, und was Gelingungsfaktoren sind, damit Menschen sich mit auf den Weg begegnen für eine gesellschaftspolitische Veränderung. Es ist jetzt kein layoutiertes Buch, aber wir werden es online setzen. Es ist für mich die beste Zusammenfassung, die ich kenne, analytisch. Wo stehen wir? Was sind Gelingungsfaktoren? Es ist nichts Neues drin, was man nicht wüsste. Wie soll ich das sagen? Also mit Abstand die beste Aufbereitung, die es gibt. Und Hans hat die geschrieben. Und da haben wir schon gedacht, sollen wir nicht mal was mit Hans Holzinger organisieren, um über diese Gelingungsfaktoren für gesellschaftspolitische Veränderungen zu diskutieren. Und dann kam aber jetzt ein solches Buch hinzu, wo es dann auch darum geht, Post-Corona-Gesellschaft, was wir aus der Krise lernen sollten. Und dann war es jetzt eindeutig, wir freuen uns sehr, wenn das Hans zugesagt hat, eine Verknüpfung zwischen beiden zu machen. Er hat auch das Dokument zum Teil in seiner Publikation aufgegriffen, eben Post-Corona und welche sind jetzt gelingende Faktoren, damit wir die Gesellschaft verändern können. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger, sehr spannender Abend für uns alle wird, denn ich glaube, wir sind alle überzeugt, dass wir Veränderungen brauchen und die Diskussionen laufen ja immer wieder darum, sind die Leute bereit, ist die Gesellschaft bereit, was sind die Voraussetzungen, dass wir wissen alle, wir brauchen Klimaneutralität, aber wie kommen wir dahin? Und das geht nicht nur mehr um die Technik, wie kriegen wir die Technik hin, sondern wie kriegen wir uns gegenseitig überzeugt und wie kann es gelingen. Und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass Hans heute Abend zugesagt hat. Und wir werden auch heute Abend Folgendes versuchen. Es gelingt uns ja nie so ganz, aber normalerweise wäre der Vortrag von Hans nur unter Anführungszeichen 25, 30 Minuten, sodass vor allem auch Zeit für einen Austausch in der zweiten Phase bleiben soll, dass ein aktiver Austausch zwischen uns allen möglich wäre. So, ich habe ausnahmsweise länger eingeführt, aber das war auch, weil ich voll Lob bin für die Arbeiten der Robert Jung Zukunftsbibliothek und auch für deine Publikationen, Hans. An dir. Ja, man hört mich, ja? Aber die Blanche Weber hat das sehr nett eingeführt. Herzlichen Dank dafür und schöne Grüße alle nach Luxemburg, die jetzt dabei sind. Es ist für mich wirklich eine Freude, bei Movement Ecologique wieder einmal zu Gast sein zu dürfen. Und ich habe ein bisschen gesurft auf eurer Homepage und war erstaunt, was ihr tolle Dinge macht im Kontext von Corona und auch vielen anderen, auch die Publikationen, die ihr rausgebt, die auch als PDF verfügbar sind, wie auch dem, was du angesprochen hast, eben Wann lernen Gesellschaften, kann man bei uns, die Arbeitspapiere kann man alle auf PDF zeigen. Ja, ich
Wie schon angekündigt, werde ich im Input ein paar Folien zeigen, weil anscheinend sagt die Lernforschung, man merkt sich 10% von dem, was man selber liest, 20% von dem, was einem jemand anderer erzählt und 30% von dem, was einem jemand erzählt und man dazu noch auch ein paar Bilder sieht. Ich möchte zuerst ein paar Dinge erwähnen, aus meiner Sicht, was sollen und was können wir aus der Corona-Krise lernen. Kurz, weil ihr habt ja schon viel dazu gearbeitet und eben dann auf die Frage der Transformationsforschung, einer meiner Schwerpunkte, eingehen. Also auf die Frage, was sind Gelingensfaktoren, aber was sind vor allem auch Barrieren, die zu bedenken sind, Barrieren für den Wandel, weil wir reden ja schon 30, 40 Jahre über Nachhaltigkeitsthemen und es ist nicht nichts weitergegangen, aber es ist viel zu wenig und es muss in Zukunft viel rascher etwas passieren, und, um die Ziele zu erreichen. Ja. Post-Corona-Gesellschaft heißt in diesem Sinne nicht die Sehnsucht wieder zurück zum Status quo von vorhin, so sehr wir uns alle wünschen, dass die Pandemie ein Ende findet, sondern Post-Corona-Gesellschaft heißt eben, was lernen wir aus der Krise, zum Beispiel auch für die Umweltkrise. Ja. Wenn man über Normalität spricht, denke ich, was ist Normalität? Was war jetzt vor der Corona-Krise normal? Ich denke, ich sage es nur zur Erinnerung, wir wissen es, es gab Hunger, obwohl die SDGs sagen, ja, bis 2030 wollen wir den Hunger abgeschafft haben. 9 Jahre hätten wir noch Zeit. Es gibt Überreichtum. Wir hatten gerade einen Referenten, Martin Schürz, als Ökonom und Psychotherapeut. Er hat nichts gegen Reichtum, es geht um Überreichtum. Wir wissen es, gigantische Vernichtung an Ressourcen, Militärausgaben 1,9 Milliarden US-Dollar jährlich. Hier sieht man die Planetary Boundaries. Ich glaube, in dieser Runde sind sie bekannt. Es geht um Artenvielfalt, es geht um Landnutzungswandel, es geht um Eintrag von Nitrat, Phosphor in die Böden, in die Gewässer. Da ist die industrielle Landwirtschaft sehr stark von, und es geht um den Klimawandel. Alles, was man gelb und rot sieht, dort sind wir schon in einem Bereich, der gefährlich ist und der, sagt die Umweltforschung, schwer managebar ist. Ja. Mir ist sehr wichtig auch die Ausbeutung von Tieren, eine enorme Sache. Ich bin Vegetarier geworden und ich denke, da muss sich viel tun und in der jungen Generation tut sich auch viel. Und trotz des Wohlstands, den es bei uns gibt, gibt es natürlich auch soziale Verarmung, es gibt materielle Armut, aber es gibt auch psychische Verarmung. Ich denke, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, das ist die sogenannte Normalität, aber das darf nicht normal sein und darf nicht normal werden. Ich denke, wenn Menschen aus einem anderen Planeten uns besuchen würden, die würden das völlig absurd finden, dass enorme Mittel dafür ausgegeben werden, um sich gegenseitig sozusagen mit Waffen zu bedrohen, dass die einen enorm reich sind und die anderen sollten verhungern. Ich glaube, es ist ein gutes Korrektiv, wenn man sich das so vorstellt, ja, wenn man von außen auf diese Welt blicken würde, was würde man als normal und was würde man als absurd empfinden. Ja. Ihr habt ja eine tolle Publikation gemacht zu dem, was lernen wir aus der Krise, und in meinem Buch, du hast das Blanc schon angesprochen, habe ich auch viele Leute zitiert mit der Hoffnung, ja, es wird sich was verändern. Der Zukunftsforscher Jean-Marie Rifkin hat gemeint, wir müssen in eine neue Ära eintreten, die Ära der Widerstandsfähigkeit. Es ist höchste Zeit, ein neues Narrativ zu erschaffen. Wir sind alle miteinander verbunden. Ja. Ein Ökonom aus Österreich, ein renommierter, ein sehr rational denkender Mensch, hat geschrieben, das Gefühl, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, das ist unglaublich weit verbreitet. Ich habe manches Mal fast den Eindruck, Corona ist eine Erlösung eines erschöpften Systems. Schulmeister ist eben Ökonom, er ist Keynesianer und er hat gesehen, im Grunde geht mit diesem Wirtschaftssystem nichts mehr weiter. Wir haben, es gibt viel zu viel Kapital und weiß nicht, wo man es investieren muss. Und jetzt besteht natürlich die Hoffnung auf einen grünen Keynesianismus, den auch Stefan Schulmeister teilt. Es gab eine Delphi-Befragung, an der die Jungbibliothek auch teilnehmen konnte, wo Experten, Expertinnen befragt wurden. Die große Hoffnung war, knapp 3/4 haben gesagt, ja, Corona wird jetzt einen Umschwung bringen, wenn die richtigen Maßnahmen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gesetzt werden. Ja. Ein anderer Kollege, Stefan Rammler, hat gemeint, ja, das Gesundheitssystem, man sieht, wie wichtig das jetzt ist und
Er geht davon aus, dass die Pandemie auch in jenen Staaten, die das Gesundheitssystem vernachlässigt haben, da etwas verändern werden. Ja. Auch ich war sehr hoffnungsvoll mit Zitaten. Ich habe da gegen ein Interview geschrieben, gegenüber einer Salzburger Zeitung: Fatal wäre, wenn die Krise nicht zu einem wirtschaftlichen Umdenken führen würde. Es müssen keine Millionen an Dividenden für Aktionäre ausgeschüttet werden, es geht auch bescheidener. Und ich hoffe, dass die systemerhaltenden Tätigkeiten im Gesundheitsbereich jetzt auch ihre Anerkennung bekommen. In Österreich ist es derweil noch nicht geschehen, sondern es ist beim Applaus geblieben. Ich hoffe, die Wiederaufwertung des Nahfelds, der Familie, der Nachbarschaften, im Wohnbereich, im Stadtteil könnte auch eine bleibende Erfahrung sein. Da bin ich eher optimistisch, dass der Nahraum wieder stärker an Bedeutung gewinnt. Das hat ökologische, hat soziale, kulturelle Aspekte. Und beim Handel gibt es zwei Dinge. Das meinen, der Onlinehandel, sozusagen, wir wissen, das geht in eine Richtung, wo sozusagen die großen Konzerne das große Geschäft gemacht haben. Andererseits hat es sehr viele Initiativen auch gegeben, Digitalplattformen für den lokalen Handel. Ja. Ich glaube, aus der Krise kann man lernen, dass wir Teil der Natur sind. Man kann mit dem Virus nicht verhandeln, man kann aber auch mit dem Klimasystem, man kann mit keinem Ökosystem Verhandlungen führen, man kann sich nur entsprechend verhalten und ins Verhältnis setzen. Ja. Ich bin überzeugt, Ökosysteme zu verstehen, wird die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert mussten wir verstehen lernen, wie Kapitalismus funktioniert, wie Wirtschaftskrisen entstehen. Wir mussten verstehen, wie Massenbewegungen, wie Faschismus, wie Nationalsozialismus entstehen. Diese Dinge bleiben wichtig, aber ich glaube, die Ökosysteme zu verstehen, wird die entscheidende Herausforderung. Ja. Ich glaube, es ist bekannt, die Pandemie hat durchaus mit der Form von ökologischer Zerstörung zu tun, und die derzeit im Gange ist, und die Globalisierung trägt natürlich zu ihrer Verbreitung bei. Ja. Aber Hans, wenn du sagst, die Lehren zielen der Zugriff auf Naturräume, wer zieht diese Lehre? Ist das jetzt eine intellektuelle Lehre, die du ziehst, oder noch einige aus unseren Kreisen? Oder hast du den Eindruck, dass das in politisch, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Kreisen verbreiteter ist? Wer zieht die? Naja, ich kenne zum Beispiel die Stimme von Jane Goodall, die das schon lange sagt, aber die jetzt natürlich mehr Gehör gefunden hat. Ja. Das heißt, ich denke, Dinge, die vorher bekannt waren, so wie man auch gewusst hat, ja, es war nur eine Frage der Zeit, wann wird uns eine Pandemie treffen, und es gab ja sozusagen schon Übungen davor, wie man sich dann, wie sich sagen die Staaten, wie die Gesundheitssysteme sich verhalten. Ich denke, es ist etwas stärker in den öffentlichen Blickwinkel gekommen. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Eine spannende Frage wird sein, wir sagen, die Grundversorgungssysteme haben funktioniert, aber, und das ist sozusagen der nächste Punkt, unser Wirtschaftssystem ist so aufgebaut, für mich als Postwachstumsökonomen keine Neuheit, dass dieses System, so wie es jetzt gelaufen ist, nur funktioniert, wenn wir sehr viele Dinge produzieren, Dienstleistungen, Güter, die im Grunde nicht den Grundbedarf ausmachen. Und jetzt haben wir gesehen, wie wir zurückgeworfen waren auf den Grundbedarf, dass im Grunde das Wirtschaftssystem in eine Krise kommt. Ja. Die Frage wird dann sein, wie kann man sozusagen ein Wirtschaftssystem, das durchaus wieder stärker auf Grundbedürfnisse orientiert ist, so bauen, dass die Dinge, die wir schätzen, soziale Leistungen, Bildung, Kultur, dass die Dinge trotzdem finanzierbar bleiben. Ja. Ja, es ist gigantisch, was jetzt an öffentlichen Unterstützungen finanziert wird. Es ist bekannt und es ist ein Glücksfall, dass die Zinsen so niedrig sind, obwohl die Zinsen schon vor der Corona-Krise, seit der Finanzkrise eigentlich niedrig waren, weil sonst ginge das jetzt im Grunde gar nicht. Ein Strang wird sicher sein, es kommt ein starker grüner oder Ökokeynesianismus, der ja lange Zeit, sind wir lange verpönt. In der Finanzkrise hat es sich erstmals geändert, und sozusagen das neoliberale Wirtschaften wird zurückgedrängt. Ja? Woher nimmst du diese These? Wie untermauerst du diese Aussage, dass das jetzt eintritt? Ich kann jetzt nicht sozusagen alle Studien aufzählen. Ich schaue so, ich habe natürlich auch meine Blase,
Aber sozusagen wir schauen schon, welche Themen kommen stärker in die Öffentlichkeit. Und das ist jetzt evident, das ist offensichtlich, dass die Rolle des Staates, der Staaten eine viel stärkere geworden sind. Und die Frage wird sein, also ich bin nicht pessimistisch, was es jetzt anbelangt, dass man, am Anfang hatte ich die Befürchtung, alle reden nur über Corona und nicht mehr über Klima. Aber an sich ist das jetzt nicht so weg. Jetzt kann man kritisieren, ob es zu genug ist, aber was sozusagen von der EU passiert oder was jetzt an nationalen Plänen entsteht, sie sind sehr stark technikorientiert, Infrastrukturmaßnahmen, und da wird verbunden natürlich jetzt die Wirtschaftskrise zu überwinden mit dem, dass man das mit Klimafragen verbindet. Man kann sagen, es ist nicht genug, sozusagen, was hier anders investiert wird. Das zweite Standbein ist ja Digitalisierung, aber es findet durchaus statt. Ja. Eine interessante Erfahrung für mich, beschäftige mich schon lange auch mit neuen Wohlstandsmodellen. Ich weiß nicht, ob es bei uns in Österreich zumindest gibt es Studien, dass sowohl Kurzarbeit als auch Homeoffice eigentlich positiv angenommen wurden. Arbeitslosigkeit natürlich nicht, aber Homeoffice auf alle Fälle, und habe jetzt nicht die Zeit, aber hätte einen eigenen Vortrag dazu, ist begrenzt auf eher privilegierte oder auf eher einkommensstärkere Schichten. Die Krankenschwester oder die kann nicht in Homeoffice gehen, die Ärztin auch nicht, und die an der Supermarktkasse sitzen, die kann auch nicht gehen. Aber dennoch, ich glaube, Homeoffice ist eine positive Erfahrung, und auch Kurzarbeit war ja ein vorübergehend bedingungsloses Einkommen. Also die Menschen haben zumindest diese Erfahrung gemacht. Und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, in Zukunft wird man eine neue Form von Grundsicherung brauchen und als sinnvoll ansehen, um sozusagen den Arbeitsmarkt zu entlasten. Durch Digitalisierung kommt ja sozusagen noch Automatisierungsprozesse, aber vor allem auch, um nicht immer noch mehr sozusagen zwanghaft Wertschöpfung schaffen zu müssen. Ja. Das ist im Grunde bekannt, kann ich übergehen. Entscheidend sind für mich die Begriffe, und die Post-Corona-Gesellschaft muss resilient, nachhaltig und sozial fair sein. Ja. Das unterstreichen, glaube ich, jetzt sehr viele. Schwieriger wird es dann, die sozialen Grundbedürfnisse müssen in den Mittelpunkt gerückt werden. Was hieße das? Leistbares Wohnen für alle guter Qualität, leistbare Lebensmittel guter Qualität für alle, ja, eine Vereinbarkeit aller Formen von Tätigsein, von Tätigkeiten in einer Gesellschaft. Aus meiner Sicht braucht es dazu sicher neue Arbeitszeitmodelle, auch Arbeitszeitverkürzung und, ich habe es angedeutet, möglicherweise auch neue Grundsicherungsmodelle, um mehr Flexibilität zwischen die verschiedenen Formen von Tätigsein, die es gibt, zu bringen. Und ja, es gibt natürlich Unterschiede. Die Pandemie hat sich zwar global ausgebreitet, aber sie kann national zumindest eingebremst werden. Ja. Beim Klimawandel müssen wirklich alle Staaten zusammenhelfen. Ich gehe jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf ein, aber ich denke, es ist eine große Herausforderung, ist tatsächlich die, dass Ökosysteme, vor allem das Klimasystem, wir nur eine Chance haben, wenn alle zusammenarbeiten. Das heißt, alle Staaten und vor allem auch, wenn die großen Staaten dabei sind, von USA, Europa, China sind die großen Emittenten. Warum sage ich das? Weil, wenn man mit Leuten spricht oder auch wenn man in der Bildung für nachhaltige Entwicklung tätig ist und man sozusagen appelliert an die Leute, ja, verhaltet euch klimafreundlicher, umweltfreundlicher, dann ist es nicht von ungefähr, dass es Reaktion kommen kann, aber was bringt es, wenn sich die anderen nicht auch klimafreundlicher verhalten? Wir nennen das eben dann das Gefangenendilemma, und das ist wirklich eine wichtige Frage. Insofern sind internationale Verträge, glaube ich, ganz etwas Entscheidendes, Klimaabkommen, und dass auch alle großen Player da mittun. Und das muss man durchaus, glaube ich, wenn man mit Bürgern und Bürgerinnen spricht, betonen. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Ein Problem ist, dass die Klimakrise immer nur als schleichendes Phänomen wahrgenommen wird und man wenig Vorstellung von dem hat, was
sozusagen Kipppunkte sind, disruptive Veränderungen, auch die Kumulierung von Treibhausgasen. Wenn wir heute morgen aufhören würden auszustoßen, hätten wir trotzdem noch sozusagen den Klimawandel. Ja. Was versteht man unter disruptiver Veränderung? Ja, das ist sozusagen in der Zukunftsforschung sprechen wir von Wildcards. Das sind Dinge, die man übersieht, die man nicht einberechnet hat. Und im Grund Corona war auch etwas Disruptives. Das ist rasch gekommen. Man hatte keine Zeit, sich anzupassen, man musste schnell reagieren. Und eine disruptive Veränderung wäre jetzt im Wirtschaftsbereich, wenn sich die Staaten einigen, Verbrennungsmotor läuft aus. Ja. Norwegen ist das erste Land, 2025 sagen wird bei uns kein Verbrennungsmotor, kein neuer mehr zugelassen. Das heißt, dann wird sich die Autoindustrie nicht langsam verändern, sondern sie müssen von einer Produktionstechnik in eine andere umsteigen. Ja. Das hat natürlich für die Automobilindustrie eine große Bedeutung, allein aus dem Grund, weil ein Elektroauto hat 20 Bestandteile und ein Verbrennungsmotor hat 200 Bestandteile. Das ist viel wartungsintensiver. Die ganze Branche der Autoreparaturwerkstätten hängt dran. Das ist dann gemeint mit, dass das dann rasche Veränderungen sein können. Ja. Ich glaube, im Klimawandel, das ist bekannt, was das dann Kipppunkte sein können. Wenn die Tundra auftaut, dann wird enorme Mengen an Methan freigesetzt. Ja. Das ist damit gemeint. Und das spüren wir jetzt noch nicht. Ja. Darum finde ich den Begriff Klimawandel ist ein Meteoriteneinschlag in Superzeitlupe. Das ist ein deutscher Meteorologe, Sven Plöger, eigentlich als sehr passend. Ja. Aber bitte, Blanche, einfach immer fragen. Gell? Also auch zu den Kollegen. Ja, ja. Chat, ich habe jetzt die Fragen aufgenommen vom Chat. Schreibt ruhig rein. Ne? Okay, ja. Na, jetzt fasse ich nur zusammen. Im Grund, und das ist, wenn man über Transformation spricht, schon eine große Herausforderung. Wir müssten Dinge antizipieren, wir müssten Gefahren, die wir noch nicht spüren, eigentlich wahrnehmen und jetzt schon Veränderungen treffen. Ich habe mehrere Klimabücher letztes Jahr in einem anderen Arbeitspapier zusammenstellen können. Das waren, ich glaube, die 15 wichtigsten Klimabücher. Kann ich gerne auch den Link zur Verfügung stellen und dann 10 Klimatrends daraus. Und ein wesentlicher Trend war, dass die Experten, Expertinnen sagen, sie hoffen wirklich auf Katastrophen, auf mehr Überschwemmungen, sie hoffen auf mehr Stürme, auf mehr Dürren, weil nur so wird sagen, das Thema ernst genommen. Da kann man sagen, das ist zynisch, aber die schon Jahrzehnte daran arbeiten, sind schon fast verzweifelt, dass so wenig weitergeht. Sie waren ja sehr froh um Fridays for Future, schreiben Sie jetzt auch in den Klimabüchern. Und werden wir sehen, was jetzt Corona dazu noch bewirkt hat. Ja. Ein großer Unterschied zwischen Klima- und Corona-Krise ist, die Pandemie hat uns unmittelbar betroffen und wir wissen es, eigentlich die Klimakrise ist zeitverschoben und vor allem auch geografisch verschoben. In den Ländern des Südens sind ja viel stärker betroffen. Ein ganz gewichtiges Argument ist, ich habe das von der Donella Meadows schon gelesen, sie war eine Mitautorin des Club of Rome Berichts des ersten und sie hat dann ein zweites Buch über die Rolle von Denken geschrieben, auch schon in den 70er Jahren. Und sie sagt, wenn man jetzt sagt, eine Pandemie ist sozusagen ein Feind, der ist gegenüber uns und den müssen wir unter Anführungsstrichen bekämpfen. Bei der Klimakrise ist es eher so, die spüren wir nicht und bei der Klimakrise geht es eigentlich um etwas, das wir bekämpfen oder von dem wir uns verabschieden müssen, das wir eigentlich schätzen. Und das ist unsere Form von Wohlstand. Ich schätze auch diese Form von Wohlstand, aber plus, minus, das eine mehr, das andere weniger. Und die Herausforderung wird sein, eben die Dinge, die wir dann mehrheitlich für sinnvoll erachten, uns zu behalten und von den anderen sich uns zu verabschieden. Ich glaube, ich komme später noch mal auf den Begriff der reduktiven Moderne zu sprechen. Ich habe jetzt nur 2 Bilder zu Klima, weil dieses Virus sieht man nicht, es ist scheinbar gar nicht da.
ich habe gelesen, also so 10.000 solche Viren würden 1 Millimeter ergeben, solche Coronaviren. Und die Treibhausgase sieht man auch nicht. Man riecht sie nicht, man sieht sie nicht. Da gibt es eine Initiative, die versucht, das darzustellen. Hier sieht man 1 Tonne CO2 und dieser Berg dahinter ist ein englisches Kohlekraftwerk. Da sieht man, was dieses Kohlekraftwerk in einem Jahr an CO2 ausstößt. Ja. Und nur eine Zahl, wir haben pro Jahr 51 Milliarden Tonnen Treibhausgase. Wir können uns nichts vorstellen, was das ist. Ja? Und ich denke, dass Visualisierungen ein wichtiger Teil sein werden, um Dinge plastisch zu machen, neben dem, dass wir mit Wissenschaft genau darüber sprechen, was sind Kipppunkte, was sind diese Dinge, wo es noch gefährlicher werden könnte. Ein anderer Aspekt ist, wird ja schon berechnet, was alles kostet, wenn wir nichts tun. Ja? Zur Herausforderung, dass wir jetzt diese 51 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit, stellen wir uns diese Kugeln vor, das ist eine Menge CO2-Treibhausgase und davon stößt aber die EU unter Anführungsstrichen nur 4 Milliarden Tonnen aus, Österreich nur 0,08 und Luxemburg ist ein noch kleineres Land, nur, ich glaube, 10 Millionen Tonnen. Das ist jetzt sozusagen wieder diese Motivationsfrage, was bringt es, wenn Österreich sich toll klimafreundlich verhält. Jetzt sage ich, ja, das alleine bringt nichts, es müssen alle mittun, aber B, wenn jeder sagt, es bringt eh nichts, dann kommen wir auch nicht weiter. Und ich denke, dass gerade auch kleinere Länder, und es kann durchaus auch die Europäische Union sein, Vorreiter werden können. Es ist ein Beispiel, in Schweden hat man schon 1991 begonnen, eine CO2-Steuer einzuführen. Sie sind jetzt bei 140 Euro und erstaunlich, sie sind gut damit gefahren. Sie haben sogar, kann man schön oder nicht schön finden, sogar weiterhin Wirtschaftswachstum, obwohl sie eine CO2-Steuer haben, die es nirgends in dieser Höhe gibt, 140 Euro. Ja. Das Umweltbundesamt in Berlin sagt, 180 Euro wären nötig, um sozusagen am Markt wirklich zu reüssieren. Ja. Aber guck, Hans, bei dieser Sache, auch weil du gesagt hast, Klima wäre eine globalere Sache als Pandemien. Wir wissen ja alle, dass wenn die Impfungen jetzt nicht weltweit konsequent erfolgen, dass das auch Pandemien bei uns fördert, respektive Virusmutanten oder wie man das genau ausdrückt. Und trotzdem hat sich ja die Weltstaatengemeinschaft jetzt nicht dazu durchgerungen gekriegt, damit auch ein freierer Zugang zu den Impfungen möglich ist. Das sind natürlich wieder die reicheren, finanziell stärkeren Länder, die sich sogar in der Pandemie durchsetzen, wo wir ganz genau wissen, dass das sich gegen uns rückverwenden wird. Ja. Es ist wie bei der Klimakrise, aber eigentlich noch augenscheinlicher, weil es so ganz immanent ist. Und da gelingt es ja auch nicht, global zu denken derzeit in der Pandemie. Was macht dich denn zuversichtlich, dass wir das jetzt hinkriegen, dass wir eine nicht gezogene Lehre in der Pandemie sogar jetzt für die Klimakrise ziehen würden? Oder wie kann das gelingen? In der Pandemie ist es uns jetzt nicht gelungen, dass wir die Impfstoffe so verteilen, dass das auch sogar für uns förderlich wäre, weil wir kurzfristig impfen möchten, anstatt dass wir gucken, wie kriegen wir die Mutanten in den Griff? Du hast recht, und ich sage nicht, wir werden es hinkriegen. Es sind nur sozusagen die Zeitfenster und die Ereignisse, die der letzten Jahre deuten darauf hin, dass doch mehr weitergehen könnte. Beim Impfstoff ist es, ich hätte dann einen Punkt, es ist völlig absurd, dass da Patente drauf sind und dass Impfstoffe nicht frei verfügbar sind. Ja? Also Gesundheit, Medikamente müssten ein allgemein Gut sein. Das wäre das Mindeste, sozusagen, wie auch sozusagen jeder Mensch das Recht hätte auf die nötige Kalorienzufuhr an Nahrung. Ja? Aber wahrscheinlich denkt man insgeheim doch, ja, weil wenn wir uns alle impfen, dann sind wir immun, dann tut es uns nichts mehr. Ich habe schon einen Bericht gelesen von der Weltgesundheitsorganisation, die davor warnt, wenn das Virus nicht weltweit eingedämmt wird, dann kommt es zu euch zurück.
Es ist ja noch schwieriger, wer sagt, dass das letzte Virus gewesen ist, das uns heimsucht. Ich bin Wirtschafts- und Sozialgeograf, kein Epidemiologe, aber habe schon auch Stimmen gehört, die sagen, das kann uns erhalten bleiben. Ja? Aber du sprichst die Gerechtigkeitsfrage an. Ja, sie bleibt. Beim Klimawandel bleibt sie auch. Ich finde eher, wenn das nicht alles nur Rhetorik ist, was jetzt passiert ist, bis hin zu Putin, der jetzt auch sagt, er wird sich der Klimawandelbewegung anschließen, obwohl Russland jenes Land ist, das sozusagen diese Disruption spüren würde, wenn wir von Öl und Gas weggehen. Ja? Dann kommt Russland ins Trudeln. Ja? Ein Land, das alles andere als stabil ist. Ja? Die leben ja jetzt von dem wenigen, was sie haben, großteils von Öl. Das sind auch Dinge, die zu berücksichtigen sein werden. Ja? Gut, du bist immer meine Kritikerin, die sagt, warum bist du so optimistisch? Ja? Nee, gar nicht, aber weil die Weltgesundheitsorganisation warnt, dass wenn wir weiter den Impfstoff nicht gerecht verteilen, dann fördern wir Mutanten und die nächste Pandemie. Ja. Und die Weltgemeinschaft reagiert nicht. Ja. Obwohl es so vor der Türe steht. Und da stellt sich für mich die Frage trotzdem, welche Lehren haben wir denn gezogen, wenn wir nicht mal das in den Griff kriegen? Ja, ne? Also ich habe das auch noch in keiner Zeitung gelesen, in keinem Medium, sondern ich habe das im Internet recherchiert, was mir wer es von der Weltgesundheitsorganisation gewarnt hat. Ja, aber positiv gewendet, es besteht nur die Chance, diese Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja? Ob in Luxemburg oder in Österreich oder sonst auch wo. Ja? Hoppla, das haben wir gesagt, übersteigen wir. Ich habe da nur eine Grafik gehabt, Luxemburg hat eigentlich, wenn das stimmt, ja, erst 5% Anteil an erneuerbaren Energien. Norwegen hat schon 65%, weil sie Wasserkraft haben und weil sie sehr früh auf Elektromobilität umgestiegen sind. Österreich ist dazwischen, weil wir auch sehr viel Wasserkraft haben. Aber vielleicht kann mir wer korrigieren, ich habe das ist Our World in Data, tolle Sache von der Oxford University, die bereiten solche Grafiken auf. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema. Wo sind Hürden, wo sind Gelingensfaktoren? Fangen wir mit den wirtschaftlichen Hürden an. Also ich habe das selber immer unterschätzt, wenn man so in seiner Umweltblase bleibt und nie mit Unternehmer und Unternehmerinnen spricht, dann übersieht man einfach Dinge. Wenn ein Unternehmen investiert hat in eine Technologie und ab morgen soll die nicht mehr gelten, weil zum Beispiel die fossil betrieben war, ja, dann entstehen hier enorme Verluste. Man spricht eben von Amortisationszeiten einer Investition oder einem Return on Invest. Wenn ich investiert habe, dann will ich sozusagen etwas zurück. Das ist sehr wichtig und damit verbunden sind Pfadabhängigkeiten. Wenn man eine Straßeninfrastruktur hat, wenn man Erdöl, Gasleitungen hat, dann ist es ein enormer Wertverlust, wenn die jetzt sozusagen nicht mehr verwendet werden dürfen. Robert Jung, du hast ihn ja freundlich erwähnt am Anfang, hat schon sehr früh davon gesprochen, wir müssen eigentlich uns daran gewöhnen, Dinge wieder zurückzubauen und nicht nur immer Neues zu schaffen, sondern auch sozusagen Altes zurückzubauen. Ja. Ich habe ein positives Beispiel. In Seoul gibt es eine Stadtautobahn. Das war früher eine auf Stelzen fahrende Stadtautobahn für Autos. Und die wurde jetzt zu einem Panorama-Gehweg umgebaut. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich denke, die Stadt der Zukunft muss enorm umgebaut sein. Also da muss die Flächen für Autos müssen enorm reduziert werden, nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch wegen der Stadtqualität. Es gibt Verliererbranchen und wenn man das nicht ernst nimmt, dann und noch dazu, wenn die gute Lobbyverbindungen haben, dann übersieht man etwas sehr Wesentliches. Ja? Ich denke, es braucht ein offensives Gespräch mit der Automobilindustrie. Es braucht ein Gespräch mit denen, die sozusagen Verlierer der Klimawende sein werden. Ja? Zwei Journalistinnen, ich finde, eines der wichtigsten Bücher des letzten Jahres, die haben ein Buch geschrieben, das ist die Klimaschmutzlobby. Ihre zentrale These ist, nicht die plumpen Klimawandelleugner, sondern jene, die zwar verbal sagen, ja, das ist ernst zu nehmen, aber dann doch
stärkere Maßnahmen hintertreiben. Das kann in der Politik sein, das kann in Industrie, in Wirtschaftsverbänden sein. Sie führen da Details an, sehr viel aus Deutschland und viel auch aus Frankreich, an Beispielen. Das ist wirklich investigativer Journalismus in bester Qualität. Das muss an die Öffentlichkeit. Ja. Robert Jung hat immer schon von Whistleblowers gesprochen, also Menschen, die im System drinnen sind. Damals ist es gegangen um Atomenergie, jetzt geht es auch zum Beispiel um Finanzwirtschaft. Wie läuft das dort und wo werden Investitionen hingegeben? Ich glaube, da sind wir als Umwelt-NGO einfach überfordert. Wir brauchen da Menschen, die sich in diesem Bereich auskennen. Ja. Ein großes Problem ist die Volatilität der Rohstoffmärkte. Stefan Schulmeister, ein Kollege von mir, eben der Ökonom, weist immer wieder darauf hin, wenn der Ölpreis immer wieder schwankt und dann ist er wieder halb herunten und dann, wie soll dann ein Unternehmen sozusagen planbar umrüsten, Abkehr von den fossilen Energieträgern? Da ist keine Planbarkeit möglich. Das ist, glaube ich, für Unternehmen ganz was Wichtiges. Insofern hört man eigentlich von Unternehmen, wenn sie sagen, ja, wir sind für Ökosteuern, aber dann soll das geplant und kontinuierlich passieren, so wie es Schweden gemacht hat. Die haben, glaube ich, bei 40 Euro 1991 angefangen und sind jetzt bei 140 Euro. Ja. Das war planbar. Ja. Ein großes Thema ist die Wachstumsabhängigkeit. Können wir vielleicht in der Diskussion noch mehr darüber reden. Die Probleme, also ich sehe das Hauptproblem bei der Wachstumsdebatte, diese Prozentfalle. Wenn sozusagen jetzt heißt, ja, Deutschland hat nur Wirtschaftswachstum von 1% oder 2%, ist das ja das X-fache als wie von einem Land in Afrika. Es gibt eine Berechnung, 1% Wirtschaftswachstum in Österreich wären 50% in einem armen afrikanischen Land. Ja. Also absolut. Und wie bei Ökosystemen, also bringen keine Prozentanteile was. Es bringt nichts, ja, um so viel Prozent gestiegen, sondern nur absolut. Wie viel haben wir wieder in die Atmosphäre geblasen? Ja? Insofern bringt nicht einmal der Verweis etwas, ja, aber pro Kopf sind die anderen mehr, sondern die anderen weniger, sondern letzten Endes zählt, was wird in die Atmosphäre geblasen. Und genauso ist es natürlich auch bei Wirtschaftswachstum. Ja? Ein armes Land hat durchaus das Recht, in den nächsten Jahren 5, 6, 7% Wachstumsraten zu haben. China ist schon etwas anders, weil die sind relativ eigentlich schon sozusagen sehr weit und haben dennoch jetzt, glaube ich, wieder Wachstumsraten 5, 6, 7%. Aber diese Prozentfalle ist hier etwas sehr, sehr Wichtiges. Man kann sich es am besten vorstellen, das muss ich auch mal so nicht ins Plaudern komme, bei Lohnverhandlungen. Wenn ich 5.000 Euro verdiene im Monat und bekomme 3% mehr, ist das bedeutend mehr, als wenn ich 1.000 Euro verdiene oder 1.500 Euro und bekomme 3%. Also das Minimum wäre hier bei Lohnerhöhungen keine Prozenterhöhungen mehr, sondern nur noch Absolutbeträge. Und das ist sozusagen in der Wachstumsfrage genauso. Und natürlich das Gefangenendilemma ist bei Unternehmen genauso, wenn nicht alle sich dran halten müssen, warum soll ich es dann tun müssen? Ja? Auf den Partikularismus komme ich dann später nur mehr darauf zurück, weil der trifft auch auf die gesellschaftlichen Hürden zu. Auch wenn man mit Menschen spricht, ich habe es vorhin schon angedeutet, es ist ganz wichtig, da gibt es Untersuchungen dazu, Manfred Linz vom Wuppertal hat solche gemacht, Menschen tun mit, wenn sie das Gefühl haben, alle müssen mittun und alle trifft es zu, wenn was sie als gerecht empfinden, sozusagen Anteilen. Wer reicher ist, soll mehr dazu beitragen, zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte, aber auch zu sozusagen Klimawandel, Klimaschutzmaßnahmen. Und wer weniger hat, trägt weniger dazu bei. Ja? Jetzt kann man über die Ökosteuer mit dem Ökobonus, ja, sozusagen könnte man das dann stufen. Eine große Frage, die Evolution sagt uns, wir sind eigentlich nahbereichsgeprägt. Wenn eine Bedrohung unmittelbar da ist oder wenn ich selber oder meine Liebsten bedroht sind, dann wehre ich mich, ja, als Person, aber auch sozusagen als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Region, als Stadt, als Staat. Und die Herausforderungen, und da ist ja die Pandemie schon wieder eine Lehre, ein Fingerzeig auf andere ökosystemische Herausforderungen, sagt eben, das reicht nicht. Ja? Es ist eine globale Frage. Ja? Hier sieht man, welche Regionen den Klimawandel am meisten treffen werden. Ja? Eine Frage, die jetzt
auch in der Umweltpsychologie diskutiert wird, ist, was bringt es, wenn wir immer neue Katastrophenmeldungen, Szenarien bringen? Machen Menschen dann nicht einfach zu, verdrängen sie? Und dann gibt es einen neuen Ansatz, der heißt YOLO-Prinzip, soll unter manchen Jugendlichen verbreitet sein. Jugendumfragen zeigen ja, obwohl wir eigentlich in sehr sozusagen materiell, in guten Wohlstand leben, plus minus, dass viele Jugendliche eigentlich sehr pessimistische Zukunftsperspektiven haben. Kollege Zetritsch arbeitet ja, glaube ich, im Bildungsbereich, kann man vielleicht drüber dann auch noch sprechen. Und es soll, ich habe das von einem Kollegen übernommen aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung, eben die Einstellung geben, you only live once. Das heißt, wenn alles den Bach runtergeht, jetzt noch gescheit leben. Ja? Sozusagen leben sozusagen auf der Titanic. Es soll diese Einstellung auch geben, muss man ernst nehmen. Ja? Dann gibt es Studien, dass natürlich viel Unwissenheit über die Wirksamkeit von Maßnahmen vorhanden ist. Zum Beispiel wird hauptsächlich über Transport und Heizen oder Licht abdrehen, Strom im Haushalt gesprochen, aber völlig unterbelichtet ist der Industriesektor, der 25-30% der Treibhausgase ausstößt. Da geht es um Stahlproduktion, Zementproduktion, offensichtlich 8% der Treibhausgase weltweit. Das hieße, das ernst nehmen, müssten wir unsere Baukultur völlig verändern. Landwirtschaft, Ernährung wird völlig unterbelichtet. Da gibt es Zahlen 25-30%. Das World Watching sagt sogar 50% ist auf dem Ernährungssektor, je nach Berechnungsweise. Die zum Beispiel berechnen auch, was an CO2-Senke durch die abgeholzten Regenwälder verloren geht und so weiter. Ja, da gibt es sehr viel Unsicherheit, was bewirkt etwas. Bringen wir das Beispiel Wasser sparen. Ist uns gesagt worden, ja, du sollst duschen und nicht in der Badewanne baden. Jetzt ist aber das Hauptproblem nicht, dass wir sagen, wir haben sehr viel Wasser in Europa, sondern eher ist der virtuelle Wasserverbrauch durch unsere Kleider. In einem so einem T-Shirt sind, glaube ich, 15.000 Liter Wasser. Also das sehen wir alles nicht. Ja? Also in der Produktion der Limonaden, so in diesen Dingen, da ist sehr viel so Wasser drinnen. Ja? Gewissensberuhigung kennt ihr sicher, wenn ihr versucht habt, mit Leuten über Umweltfragen zu sprechen. Ja, ein Beispiel, das ist halt extrem. Ja, da fahren zwei machen eine Reise mit diesem Hochseeschiff, ja, und dann sagen sie beim Frühstück, oh, bitte für mich das Getränk ohne Strohhalm. Ja. Ich kenne das auch als das Marmelade-Mallorca-Phänomen. Zwei fliegen nach Urlaub auf Mallorca und dann beim Frühstück sagen sie, bitte aber die Marmelade nicht in Plastik, weil das zerstört die Umwelt. Also sie haben nicht gewusst oder wollten nicht wissen, wie viel der Flug eigentlich also umweltschädlich war. Ja. Muss man sich anschauen, diese Dinge, ich glaube, niemand von uns ist davor gefeit. Man sucht sich eher die Dinge aus, die halt am leichtesten gehen. Also ich tue mich leicht, ich habe Flugangst, ich steige in kein Flugzeug mehr. Ja. Bin ein toller Klimaschützer, aber habe vielleicht eine relativ große Wohnung. Ja. Was Entscheidendes ist für mich ist insofern auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, vor allem auch politische Bildung und wirtschaftspolitische Bildung, dass sehr viel Verantwortungsdiffusion herrscht. Wer ist jetzt wofür verantwortlich? In der Politik, in den Unternehmen? Was kann ich als Bürger, als Bürgerinnen? Viel wird auf die Bürger und Bürgerinnen, auf die Konsumenten, Konsumentinnen hingeschoben. Ja. Ich denke, es ist schon wichtig, wie wir konsumieren und vor allem, wenn man als Vorbild auftritt, kann man hier durchaus etwas bewirken. Es gibt ich habe eine Studie gelesen, es ist nur ein kleines Beispiel. Ja. Menschen sozusagen gehen in ein Restaurant, momentan geht es gerade nicht. Und wenn die erste Person etwas Vegetarisches bestellt, bestellen mehr andere auch etwas Vegetarisches, als wenn die erste ein Fleischgericht bestellt. Ja. Das ist ein kleines Beispiel, man kann durchaus etwas bewegen, aber im Grunde geht es darum, und das ist also die Wichtigkeit von NGOs, darum, politischen Druck zu erzeugen. Ja. Kennen wir Werbebotschaften? In unserer Tageszeitung waren am ersten Tag nach dem zweiten Lockdown diese 5 oder 6 Prospekte.
naheliegend, hängt auch mit Partikularismus zusammen. Was ist damit gemeint? Wenn man nur in seiner, jetzt sage ich, Umweltengagementblase ist, denkt man natürlich nur sozusagen an die Umwelt. Ja? Also ich habe mich gefreut, weil 2020 in Österreich, glaube ich, 20% weniger Autos verkauft wurden. Aber der Autohändler oder der in der Autoindustrie beschäftigt ist, denkt sich das Gegenteil. Oh, ein Problem. Das heißt aber, wenn wir das nicht mitbedenken, sieht man, wir kommen so nicht weiter. Man muss sozusagen auch die Interessen anderer berücksichtigen. Ja? Und ich habe jetzt hier geschrieben, Partikularismus statt Gemeinwohl. Und darunter klein Adam Smiths Diktum vom Eigeninteresse für das Gemeinwohl ist überholt. Was ist damit gemeint? Adam Smith hat zu einer Zeit, wo ein sehr ineffizientes feudales Wirtschaftssystem geherrscht hat, in dem sozusagen nicht Leistung zählte, sondern nur der Stand, der Status, hat er ein Buch geschrieben, ja, Wohlstand der Nationen. Und er hat gesagt, freier Markt bringt uns Wohlstand. Ja, da gibt es diesen Satz, der Bäcker steht nicht in der Früh um 5 Uhr auf und bäckt uns Brot, weil er so nett ist zu uns, sondern weil er uns das Brot verkauft und damit sozusagen Geld verdient. Ja? Und das Geld gibt er wieder beim Metzger aus und der Metzger gibt das Geld wieder irgendwo anders aus. Ja? Und das hat damals gestimmt. Aber im 21. Jahrhundert mit enormer Produktivität dieser Form von Wirtschaftssystem, das sich noch dazu weltweit jetzt ausbreitet und zum dominierenden Wirtschaftssystem zu werden droht, kann das nicht mehr stimmen. Ja? Also Gemeinwohl muss wieder etwas Übergeordnetes werden und sozusagen, und da sehe ich nichts anderes als sozusagen die Politik als gestaltend, die dann den Partikularinteressen Grenzen setzt. Ich hoffe, ich bin verständlich. Ja? Ja, ja. Und wenn nicht, dann sollen die Leute sich via Chat melden. Okay. Ich glaube, sehr gut. So wie es über Buch gelegen von Heinz Bude, das heißt Solidarität, und der sagt, es wird eine dritte Dimension von Solidarität geben. Das hat er vor der Corona-Krise geschrieben, eigentlich die Abhängigkeit voneinander. In dem Sinne, wenn wir uns nicht verändern als reiche Volkswirtschaften, als reiche Gesellschaften, werden sich die in den Ländern des Südens denken, naja, das soll nicht deren Vorrecht bleiben, dann machen wir dasselbe. Ja? Das heißt, wir sind doch auch von denen abhängig. Und du hast ihn vorhin angesprochen, vom Virus. Da sind wir eigentlich weltweit davon abhängig, dass sich alle an die Maßnahmen halten und b, dass alle Impfstoffe bekommen. Mit der Einschränkung, dass sie sich gar nicht alle impfen lassen wollen. Das ist wieder eine eigene Diskussion, weiß nicht, wie die in Luxemburg geführt wird. Gut. Ich muss, glaube ich, jetzt ein bisschen schneller werden. Nicht stressen, nicht stressen. Stress dich nicht. Nicht stressen. Oh, und sorry und danke für die Übersetzung. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe sozusagen 5 Stufen für die Frage, wann lernen Gesellschaften aufgestellt. Das eine ist eben das Wissen um die Folgen des nicht nachhaltigen Handelns und das Wissen um Alternativen. Und jetzt kommt aber die dritte Dimension dazu, das ist das Wissen über die Barrieren der Transformation und die Gelingensfaktoren. Das ist relativ neu, auch in der Nachhaltigkeitsdebatte, dass man erkannt hat, das hatten wir immer nicht berücksichtigt. Ja. Und das ist jetzt sozusagen Transformationsforschung. Mittlerweile gibt es auch Transformationsbildung. Die Reflexion darüber, sozusagen, wo gibt es Hürden und was sind Bedingungen, die etwas gelingen lassen. Das Sollen ist klar, sozusagen, welche Werte dominieren in einer Gesellschaft. Offensichtlich ist es in schweizerischen Städten verpönt mittlerweile, auch wenn man mit Aktenkoffer unterwegs ist, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Ja. Das wäre ein Beispiel für Umwertung von Werten. In der jungen Generation kann es durchaus sich stärker durchsetzen, dass es verpönt ist,
Fleisch aus Massentierhaltung zu konsumieren, ja? Was in meiner Generation noch kein Problem gewesen ist. Das wäre das Sollen. Ja? Und dann in der Psychologie spricht man von Wollen, das wäre dann die intrinsische Motivation. Ja? Also ich bin jetzt zu 90% Vegetarier, nicht mehr, weil es die Gesellschaft von mir verlangt, die tut es eh noch nicht, aber vielleicht meine Blase verlangt es, sondern weil mir das ganze Tierleid sehr nahe gegangen ist, mir ist das jetzt selbst wichtig. Solche Personen sind sehr wichtig, weil die sehr glaubwürdig sind, weil sie sehr authentisch auch dafür eintreten, wenn sie nicht missionarisch auftreten. Ja? Das ist wieder die Gefahr oder zu versuchen, andere zu indoktrinieren. Dann geht es um das Können. Das ist einmal sozusagen die Kompetenz, ein Zauberwort in der BNE. Gestaltungskompetenz kommt überall. Man kann sich anders nachhaltiger verhalten, aber ich nehme bei Können auch, die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass ich brauche einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Noch besser ist, können wir darüber reden, wie der Nulltarif in Luxemburg ankommt, sozusagen, wenn hier eine andere Preisparität hergestellt wird, ja, dann wird das Können noch leichter. Ja. Oder wenn ich die Parkplätze reduziere, dann wird das Können mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Rad leichter und das Autofahren wird schwieriger. Ja, und letztendlich wäre dann das Müssen, das wären dann eben Verbote, Gebote, Gesetze. Das finde ich eigentlich das Entscheidende. Ja. Und das heißt auch dafür zu arbeiten. Ja. Ich wollte dich jetzt fragen, das ist ja nicht zuerst wissen, sollen, dann wollen, dann können, dann müssen. Das ist keine Hierarchie in deiner Auflistung, oder doch? Na, das ist sozusagen nicht keine Reihenfolge, ja, sondern das sind Wechselwirkungen. Okay. Das sind Wechselwirkungen, na, freilich, ja. Es gibt provokante Aussagen, ich habe das von einem Klimaforscher gelesen, wenn jemand erreicht, dass sich alle klimafreundlich verhalten müssen, dann ist es gut, wenn er dafür die ganze Welt herumgeflogen ist. Ja? Sozusagen, weil manches wird auch sehr moralisierend argumentiert, warum tritt er für Klimaschutz ein, obwohl er noch zu einer Konferenz fliegt. Ja? Aber das ist sozusagen eine Wechselwirkung. Ja? Aber ich glaube, es braucht alle 5 Dimensionen. Ja, ja, jetzt gibt es ihr habt ja eine spannende Umfrage gemacht, wo sehr viel rausgekommen ist, ja, dass Menschen jetzt Umweltschutz noch wichtiger finden. Es gibt Umfragen aus Österreich, aus der EU. Ja, bei euch war interessant, dass nur bei Erhöhung des Treibstoffes sind die Luxemburger und Luxemburger skeptisch, obwohl ihr eines der reichsten Länder der Welt seid, ja, nach Statistiken. Da sieht man schon, okay, wo es weh tut, da ist man nicht so dafür. Aber Ökosteuer, sozusagen CO2-Preis 180 € würde natürlich den Treibstoff, ich glaube, um 1-2 € verteuern müssen. Ja? Aber man kann die Kluft zwischen Wissen und Handeln auch so deuten, ja, wenn eigentlich das Wissen, das Bewusstsein der Bevölkerung schon so weit ist, soll die Politik viel mehr Mut haben, größere Schritte zu setzen. Ja? Es gibt die österreichische Klimaministerin hat eine Umfrage gemacht zu erneuerbaren Energien und 80%, 90% sind dafür, dass auch in der eigenen Gemeinde Anlagen gebaut werden. 75% würden sich sogar an solchen Anlagen beteiligen. Das ist auch, man will etwas tun. Und insofern ist das sicher auch ein Appell an die Politik, solchen Umfragen zu folgen und einfach mutiger zu sein. Ja? Aber wir haben ja parallel gefragt, warum die Leute, was die Gegenargumente sind, warum sie Probleme haben mit einer Erhöhung der Treibstoffpreise, der CO2-Steuer. Und da kamen aber die klassischen Argumente als kleines Luxemburg, was bringt es und so weiter. Das heißt, ja. Das war jetzt, das hast du ja vorhin angeführt, das war kein Wissensdefizit, aber was bringt das? Oder solange die Reichen noch machen dürfen, was sie wollen, die können sich alles leisten, was sollen wir als Kleine? Das ist aber schwer dann da vorzugehen. Das sind ja so gefestigte, da kann man sagen, wir müssen alle was machen, aber Ja, man könnte vielleicht drohen, das wird aber irgendwann weltweit verboten oder das CO2 wird besteuert werden. Wenn wir so wie die Schweden früher anfangen, haben wir dann wieder Vorteile. Aber das Dilemma ist da. Ja? Warum sollen es nur wir tun und die anderen nicht? Ja? Und natürlich sind solche Maßnahmen, wenn sie zumindest EU-weit passieren,
erstens wirksamer und b, auch sozusagen leichter zu akzeptieren. Ja. Und ich habe es vorhin schon geschrieben, kann es nicht genug betonen, wir werden nur eine Chance haben, wenn auch die anderen großen Player mittun. Ja, das Umsteuern, bevor es zu spät ist, ich habe ehrlich gesagt hier keine plausible Vorschlag oder keine Antwort. Vielleicht kann man es mit Ironie machen, ja? Wie in diesem Bild aus einem tollen Band, der heißt Energiewenden. Das war eine Ausstellung des Deutschen Museums zur Energiewende, bevor es zu spät ist. Ja, ja, alte Verhaltensmuster verlernen ist wichtig. Ja? Es geht nicht nur darum, etwas Neues zu tun, sondern Altes zu verlernen. Ja? Und eben neu. Wie verlernt man? Wie? Wie verlernt man denn alte Verhaltensmuster? Naja, es hängt mit dem nächsten zusammen. Ah. Wenn man neue Routinen entwickelt, also wir sind alles, das sagt die Gehirnforschung, also jedes neue Verhalten erfordert Energieleistung. Und wir sind eigentlich vom Gehirn her so aufgebaut, dass wir träge Wesen sind. Und wir brauchen aber ab und zu einen Energieschub, sonst wird man nie etwas Neues schaffen. Aber wichtig sind eben dann, dass man neue Routinen entwickelt, weil wenn einmal etwas Routine ist, dann brauche ich nicht mehr nachdenken. Ja? Man muss lernen, einen Verkehrsplan sozusagen des öffentlichen Verkehrs zu lesen, ja? So wie man ein Auto lenken lernen muss, ja? Oder den Automaten zu bedienen für den Fahrschein. Ja? Gibt es ein tolles Buch eines Kollegen von mir, Michael Koppatz vom Wuppertal-Institut. Ja, Michael war bald schon in Luxemburg. Ja? Ah ja. Und der geht eben sehr stark davon aus, ja, Rahmenbedingungen setzen, damit wir neue Ökoroutinen entwickeln und nicht mehr moralisieren. Ich sehe es nicht ganz so, weil diese Wertefrage spielt doch auch eine Rolle, denke ich. Aber ich bin schon bei ihm. Und für euch klar natürlich, wir brauchen demokratische Mehrheiten. Das heißt, also ich wäre sehr stark für mehr direktdemokratische Elemente, Instrumente. Es gibt ein spannendes Buch. In Deutschland kann man auf kommunaler Ebene Abstimmungen durchführen, die verbindlich sind. Und da wurden schon einige Kohlekraftwerke durch Bürgerentscheid abgeschafft. Ja. Oder es wurde, ich glaube jetzt in Nürnberg, ein tolles Fahrradinfrastruktur aufgebaut, weil es durch eine Bürgerinnenabstimmung verlangt wurde. Ja. Deutschland, Schweiz ist ja schon lange, ich kenne jetzt das politische System in Luxemburg nicht, aber das wäre sozusagen als ein Element neben dem öffentlichen demokratischen Diskurs. Ich würde mir auch viel mehr wieder wünschen, direkte Gespräch mit Abgeordneten, dass das nicht sozusagen alles nur abgehoben oder nur über die Medien laufen muss. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Also eine Zwischenfrage, Hans, ich habe die nicht sofort gesehen im Chat. Was heißt für Sie konkret Abschied vom Wohlstand nehmen? Von was sollten wir uns zuerst verabschieden? Ferien zu Hause, kein Auto, ökologisch wohnen? Also was heißt für Sie konkret Abschied vom Wohlstand nehmen? Ja, das wäre die letzte Folie. Okay. Aber also ich argumentiere, obwohl man sagen kann, wir können nur auf etwas verzichten, was uns zusteht. Ja? Und die Maya Göppel, die ich sehr schätze, sagt, ja, unsere Form von Wohlstand steht uns nicht zu. Insofern ist es kein Verzicht. Aber das ist natürlich sozusagen moralisch argumentiert, normativ argumentiert. Das andere ist, ich würde auch fragen, worauf verzichten wir jetzt? Dass wir noch so viel Erwerbsarbeit leisten, müsste nicht mehr sein aus meiner Sicht. Dass wir so früh aufstehen, ja, müsste nicht mehr sein. Ja. Dass wir in solchen Städten leben, auch wenn wir natürlich selber in den Autos sitzen, alle Anwesenden jetzt ausgenommen, dass wir in Städten leben, die nicht mehr den Menschen gehören, sondern in denen es Lärm gibt, in denen es nur noch Asphalt gibt, das müsste nicht sein. Ja. Bei einer faireren Verteilung ginge Arbeitszeitverkürzung durchaus, auch wenn Industrieverbände dagegen trommeln, aus meiner Sicht für Menschen mit hohem Einkommen
ohne und dann mit gestaffeltem Lohnausgleich, weil das näher leichter hingeht. Wahrscheinlich würde sich auch eine bedingungslose Grundsicherung ausgehen, ist ein Thema, wo man öffentlich drüber reden muss. Das heißt, ich spreche weniger von Verzicht, sondern von Entwicklung neuer Routinen. Natürlich, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Beispiele in der nächsten Folie, wo ich darauf eingehen kann. Weil es gibt aus meiner Sicht zwei Transformationsweisen. Und dann gibt es bei beiden Transformationsweisen gibt's Puristen, die sagen, nur das ist wichtig. Das eine ist eben, wir haben neue Technologien, aber alte Verhaltensmuster. Ein Beispiel ist eben das Elektroauto oder Fleischersatzprodukte. Bill Gates hat übrigens jetzt ein sehr spannendes, doch wichtiges Buch über Klimaschutz geschrieben, fördert zum Beispiel dieses Startup Beyond Meat. Es gibt Fleischalternativen jetzt zuhauf auch schon bei uns. Oder ich habe zwar ein Haus, ein Einfamilienhaus im Grünen, aber ich habe eine Solaranlage am Dach. Also sagen, da brauche ich nicht sozusagen meine Wohnform verändern, aber ich habe sozusagen die neue erneuerbare Energie. Ich denke, das alles werden wir brauchen. Und was jetzt mit Green New Deal, mit Ökokeynesianismus kommt, geht stark alles in diese Richtung. Das andere ist, seit Jahren lange bekannte Technologien, aber neue Verhaltensmuster. Und neue Verhaltensmuster sind schwieriger anzueignen als neue Technologien mit den alten Verhaltensmustern. Ihr kennt das alles. Wir haben das sehr lange und erkläre es jetzt am letzten Beispiel. Ja? Wir haben oben eben das Einzelhaus mit Solaranlage am Dach. Das kann jetzt ein Energiesparhaus sein, aber es ist wahrscheinlich kein Mobilitätssparhaus, weil es eben irgendwo am Stadtrand ist. Und wenn nicht öffentlich Verkehr daneben ist, fahren die 2 Personen oder 3, 4 Personen mit 2, 3 Autos in die Arbeit oder in die Ausbildung. Ja? Der Bob Reuter nickt schon, er bestätigt mich. Ja? Und unten sieht man einen 4-stöckigen, tollen Holzbau in Wien. Das ist ein Gemeinschaftswohnprojekt. Sozusagen, das ist ein völlig neues Verhaltensmuster. Robert Jungk hat von sozialen Innovationen gesprochen, Social Inventions. Gab es in London früher mal ein Institut dafür. Das heißt, das ist ökologische Bauweise. Ich habe vorher von Zement gesprochen. Und noch dazu eine andere Form des Wohnens, verdichtet, Gemeinschaft. Die nutzen Geräte gemeinsam, haben Gemeinschaftsräume. Jetzt sage ich nicht, dass alle in Gemeinschaftswohnprojekte gehen sollen, obwohl ich es für die Zukunft sehr spannend finde, wenn man bedenkt, dass ich glaube, sehr viele Menschen im Älteren sind Singles wieder. Ja? Man ist wenn man sozusagen das Elternhaus verlässt und froh ist, einmal sozusagen Flücke werden zu können, durch die Corona-Krise hat sich wieder reduziert oder durch die Wirtschaftskrise. Und dann aber sind viele Menschen ungewollt eigentlich Singles, weil die Männer gestorben sind. Also in einem Gemeinschaftswohnprojekt ist das anders. Ja, ja. Und wenn Sie jetzt sagen, weil die Frage war, wo soll man uns verändern? Ja, ja ich glaube, Fahrradfahren, Fitnesscenter, Arbeitsweg haben wir eine Veranstaltung gemacht, ist nicht schwer. Also es gibt tolle Gemüsegerichte, ich kann euch welche empfehlen. Habe jetzt, glaube ich, kein Foto von einem Gericht, das ich selber gekocht habe, aber da ist ja viel im Umbruch. Und dann tatsächlich freue ich mich ab und zu, wie heute habe ich Mittag wie hat das geheißen, ja, schaut aus wie so ein geschnetzeltes Huhn, war aber vegetarisch, schmeckt gut. Ja? Ich freue mich auf ein Gyros aus Soja. Ja? Das heißt, ich verbinde eben dann beides, obwohl es natürlich noch sinnvoller ist, mit gut gewürzt sich mit Gemüse zu ernähren. Gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber das wäre auch aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen für uns Männer vor allem sinnvoll, bedeutend weniger Fleisch zu essen. Und Fleisch ist aus vielen Gründen sehr problematisch auch für die Umwelt. Ja, ja die Begriffe, glaube ich, sind bekannt. Ich kann sie überfliegen. Effizienz, Konsistenz und vor allem auch Suffizienz.
wird von manchen ausgeblendet, ja, die jetzt für Green New Deal sind, sagen, ja, aber wir wollen nicht weg von unserem Wohlstand. Und ich denke, wir werden beides brauchen und wir können durch beides auch kulturell, sozial gewinnen. Ja. Und der Begriff Innovation und Exnovation meint eben das, Exnovation wäre so zum Beispiel, ja, wir vergessen den Verbrennungsmotor, ja. Wir vergessen Kohlekraftwerke, ja. Die werden sozusagen wieder im Museum vermottet oder ausgestellt. Ja, und Harald Welzer, ein Soziologe, hat den Begriff der reduktiven Moderne geprägt. Der sagt, die Errungenschaften der Moderne wie Demokratie, offener Diskurs, Wohlfahrtssysteme, Bildung, Forschung, die sollen bleiben, aber alles Materielle muss reduziert werden. Ja? Das wäre sozusagen der Begriff der reduktiven Moderne, wie Ulrich Beck schon vor langer Zeit hat gesprochen von reflexiver Moderne. Diese Form von Wohlstandsmodell müssen wir hinterfragen, reflektieren. Ja? Und sozusagen Harald Welzer geht jetzt direkt auf das Materielle, auf das Physische ein, das aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Ja? Jetzt komme ich dann zum Schluss. Es gibt eine Arbeitsgruppe Corona von ATTAC Österreich. ATTAC ist so eine Organisation, die sich wie ein anderes Wirtschaftssystem einsetzt. Vielleicht gibt es das auch in Luxemburg, gibt es auch in Luxemburg, ja. Die haben eben 6 Projekte für Lernen aus Corona festgelegt. Eben Gesundheit muss oberste Priorität haben, habe ich vorher schon gesagt. Gute Arbeit schaffen, Absicherung garantieren, Grundsicherung ohne Schikanen, Arbeitszeitverkürzung, Ausbildungs- und Beschäftigungsoffensiven. Da gibt es dann immer sehr häufig so, ein Kollege von mir hat ein Buch geschrieben, Achtung, Wortkeulen. Das ist ein schöner Untertitel, die Trickwörter der Schlechtmenschen, wo dann kommt, ist nicht finanzierbar. Arbeitszeitverkürzung geht nicht. Ja. Schadet dem Wirtschaftsstandort. Ja. Genauso sieht man das bei der Ökosteuer. Ja. Schadet dem Wirtschaftsstandort, geht nicht. Das Buch kann man, glaube ich, wenn man das liest, kann man sich da gute Argumentationen holen, dass dem nicht so sein muss. Ja. Man wird sicher Ausbildungs- und Beschäftigungsoffensiven brauchen für erneuerbare Energien, für Reparieren. Ich habe von einem Elektromeister, wir haben kurz eine Veranstaltung gehabt, der hat gesagt, ihnen fehlen die Reparaturfachkräfte. Ja. Genauso, wir werden viel brauchen, alleine für die neuen Aufbauinfrastrukturen bis hin zur Automobilbranche, wo ich aber davon ausgehe, da wird es viele Arbeitsplätze kosten und werden zwar neu entstehen. Manche sagen nur eben die neuen, die entstehen, aber es wird auch Arbeitsplätze kosten. Das erfordert eben dann die Konversion von Branchen oder auch die Reduktion mancher Branchen. Ja. Von dem haben wir vorhin schon gesprochen. Ja. Schwieriges Thema. Ich habe jetzt gelesen, so viel verdient die Pharmaindustrie gar nicht an den Medikamenten. Generell, weil sie an Krankheiten noch viel mehr, an Impfstoffen, sorry, weil sie an Medikamenten noch viel mehr verdienen würden. Ja. Jetzt sind sie natürlich unter Druck, weil eine Pandemie ist etwas noch was anderes als wie Bluthochdruck, den man durch Bewegung und gesündere Ernährung zum Beispiel und durch einen Arbeits- und Lebensstil, der etwas entschleunigter ist, gut hinkriegen würde. Mit diesen Medikamenten verdienen sie viel mehr. Ja. Eine große Frage, wer kriegt jetzt die Förderungen? Ja? Müsste man im Detail drauf eingehen. Ich weiß nur, von diesen 7,5 Milliarden der EU, von dem Recovery Fonds, sind 30% verpflichtend für Klimaschutzmaßnahmen zu verwenden. Und immerhin darf von dem Geld nichts mehr zum Beispiel in den Ausbau fossiler Infrastrukturen verwendet werden. 20% sollen in die Digitalisierung gehen, die Chancen bietet, die auch natürlich Ambivalenzen hat. Ja? Die fordern keine Subventionen für Fast Fashion oder Tourismus, was in Österreich natürlich sehr schwierig war, ja? Und für klimaschädliche Branchen wie Flugindustrie, oder man kann es sagen, aber ist ein Streitpunkt. Ja? Da wird es wer setzt sich hier durchgehen. Ja? Und auch klar Wirtschaft krisenfest machen, trauen wir keine Prognose abzugeben, wie stark das sich durchsetzen wird und in welchen Bereichen. Ja? Corona-Lastenausgleich, ein gerechter Beitrag der Reichsten. Ich glaube, der ist in Luxemburg, gibt es auch sehr Reiche, die nicht sehr viele, aber einige, ja, aber es hat seinen Finanzplatz. Gut.
Ja, und jetzt die Dinge, die mir wichtig sind, und dann höre ich wirklich auf, weil teilweise in NGOs, in Umwelt-NGOs berechtigt auch Resignation sich breit macht. Jetzt haben wir so lange schon uns engagiert und es geht so wenig weiter. Ich denke, es stimmt nicht. Es ist mehr, wir haben mehr erreicht, als wir manches Mal glauben. Und es besteht die Gefahr, dass man dann aufhört, abspringt, bevor es wirklich zum großen Umschwung kommen kann. Ich weiß nicht, ob er kommen wird, aber sozusagen jetzt nicht die, wie sagt man da, die Flügelstrecken, sondern wirklich dranbleiben. Ja? Weil ich glaube, die Ernte fahren wir erst ein. Ja, Das ist ein schöner Spruch. Die Ernte. ja? Ja. Und jetzt bin ich bei dem Ingolf Blühdorn, der ein Buch geschrieben hat, das einzige Nachhaltige ist die Nicht-Nachhaltigkeit. Tatsächlich diese nicht nachhaltigen Strukturen weiterhin zu kritisieren. Von daher finde ich NGOs etwas ganz Wichtiges. Ob das jetzt fachliche NGOs sind wie ihr oder das Europäische Umweltbüro, der WWF, Greenpeace, ich sage jetzt nur stellvertretend für alle anderen, oder Bewegungen wie Fridays for Future, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Genauso wichtig sind sogenannte Dissidenten, Dissidentinnen oder Whistleblowers. Sozusagen jeder Mensch, der zum Beispiel in der Finanzwirtschaft tätig ist und weiß, wie das Ding funktioniert und dann in die Öffentlichkeit geht und sagt, was er daran falsch findet, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Das war früher so bei der Atomindustrie, da sind einige Physiker ausgestiegen und genauso aus dem Wirtschaftsbereich, weil wir haben auch nicht wir begreifen nicht, wie Sie sagen, wie diese Systeme ticken. Ja? Und von daher ist es ganz wichtig. Dann gibt es einen Ansatz der Change Agents. Genauso brauchen wir die einfach was Neues probieren. Weil da gibt es oft den Streitpunkt, die einen sagen, nur was Neues probieren ist wichtig, die anderen sagen, nein, nur politisches Engagement ist wichtig. Ich denke, wir brauchen beides und es ist auch eine Wechselwirkung. Und viele, die sich sozusagen in neuen Initiativen engagieren, sind dann auch sozusagen offen für die Unterstützung von kritischen NGOs. Ja. Ganz wichtig ist, glaube ich, arbeitsteilig vorgehen. Da gibt es in der Politikwissenschaft einen Ansatz, der heißt Multilevel-Ansatz. Ja? Der bezieht sich dort auf alle politischen Ebenen, von der Kommune bis zur Europäischen Union und dann bis zu G7, G8, G20 und die UNO, die wieder gestärkt gehört, aber auch Multilevel-Ansatz in allen Gesellschaftsbereichen, in allen Unternehmensbranchen, in allen Wirtschaftsbranchen. Und sozusagen, das nimmt auch etwas von der Last. Ihr macht Mouvement Ecologique, macht eure Sache gut, andere machen etwas anderes. Ja? Wenn wir im Unternehmensbereich Unternehmen finden, jetzt Beispiel Gemeinwohlökonomie, die neue Wege gehen, ja, dann leisten sie auch ihren Beitrag. Die kritischen NGOs unterscheiden dann, was ist Greenwashing und was ist tatsächlich sozusagen ein neuer Ansatz. Ich glaube, arbeitsteiliges Vorgehen, da sind die sagen, unser System ist unter Anführungszeichen nur so erfolgreich geworden, weil wir arbeitsteilig vorgegangen sind. Ja. Ich habe schon gesagt, neue Verbündete suchen, die Blase verlassen. In der Sozialkapitalforschung spricht man auch von Bridging, also sagen Brücken zu schlagen zu Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Ich habe einen Nachbar, der ist erfolgreicher Unternehmer, man muss sagen jetzt nicht mehr für Ölheizungen, sondern für Hackschnitzelheizungen. Aber das ist ein Verbündeter von mir geworden und er verteilt jetzt überall zum Beispiel das Paper Wann lernen Gesellschaften. Er hat alle meine Bücher in höheren Auflagen gekauft und dann im Unternehmen verteilt. Ja, Kooperationen von Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Unternehmen. Ich glaube, da gibt es noch viel aufzuholen, hier den Dialog zu suchen und auch Dialogräume zu schaffen. Das nimmt, glaube ich, auch vielleicht etwas von Frustration, wenn man sich hier aufeinander einlässt. Ja. Und ich denke, es ist auch eine staatliche Aufgabe des Staates, diese Diskursräume und diese Dialogräume zu schaffen und zu ermöglichen. Aus einem Buch von Christa
Corona Christoph, sorry, vom Umweltbundesamt Berlin, die hat ein Buch geschrieben eben über, wie gelingt Transformation. Und sie sagt, Widerstände und Verlierer ernst nehmen, ohne sich aufzureiben. Was meint sie damit? Es gibt Widerstände, die kann man auflösen im Gespräch, aber dann gibt es Widerstände in Unternehmen, durch Unternehmen, aber auch, es gibt ja mittlerweile auch so die Gegen-NGOs, die sozusagen und die sozusagen sind partout nicht zu überzeugen und sich mit denen aufzureiben soll man nicht. Ja, und das letzte eben neue Wohlstandsbilder verbreiten und neue Wohlstandsmessungen umsetzen. Da sind wir nicht am Anfang. Ich denke, da gibt es einiges. Ich möchte jetzt zum Abschluss aus Zeitgründen erkläre die Bücher nicht mehr, aber ich habe jetzt Bücher von 5 Frauen ausgewählt. Das ist ein neuer Trend. Auch, und 4 davon, glaube ich, sind Ökonominnen. Ja? Oder eigentlich sind es alle Ökonominnen, weil die Maya Göppel ist auch die ist, Umweltökonomin. Kann mehr gern dann später sagen, Donauökonomie, britische Ökonomin, die hat eine neue Donauökonomie begründet. Das heißt, im Grunde ist es nur ein Indikatorensystem, weg vom BIP, wo im Innenkreis sind 6 Parameter für Lebensqualität. Das ist Einkommen, natürlich Bildung, Gleichberechtigung, Demokratie und anderes, natürlich auch Gesundheit, Nahrungs- und im Außenkreis sind dann einfach die Planetary Boundaries, von denen ich vorher gesprochen habe. Und bei der Universität Leeds in Großbritannien haben sie dann so eine Homepage gemacht, wo man sich dann alle Länder anschauen kann, wo liegen sie. Da könnte man dann vergleichen, Luxemburg zum Beispiel mit China oder Luxemburg mit Österreich und dann sieht man sozusagen diesen Donut. Der Außenkreis ist eben sozusagen diese Planetary Boundaries. Als ein Beispiel, Gemeinwohlökonomie wäre ein anderes. Ja. Riane Eisler hat ein US-Ökonomin hat ein Buch geschrieben, die verkannten Grundlagen der Ökonomie, wo sie sehr stark auf das eingeht, was in der Ökonomie sozusagen erhöht die Lebensqualität der Menschen und was ist eigentlich nur BIP-Steigerung. Ja? Also sie erklärt das sehr gut. Ja? Mariana Mazzucato, eine Ökonomin, arbeitet mehr zu dem Bereich, die Rolle des Staates, zum Beispiel durch Forschung, durch Entwicklung und dann gibt der Staat Dinge aus der Hand und dann werden die großen Gewinne zum Beispiel in der Digitalbranche gemacht. Ja. Sie hat auch sozusagen zeigt auf die Dinge, wie wirtschaftlicher Erfolg falsch gemessen wird. Ja. Dass zum Beispiel das BIP kann steigen durch überhöhte Finanzmärkte. Ja. Da steigt zwar sozusagen der Geldwert, aber es steigt eigentlich keine Lebensqualität, weil halt nur sozusagen ja, durch Spekulation, jetzt etwas vereinfacht gesagt, sozusagen eigentlich sozusagen der monetäre Wert steigt. Ja. Und der Code des Kapitals, wieder eine Ökonomin, die zeigt in diesem Buch auf, wie eigentlich Staaten noch immer die Vermögensanhäufung unterstützen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir brauchen schon Ressourcen für die Infrastrukturwende, die dann und auch für soziale Wenden, sozusagen Arbeitszeitverkürzung, Dinge müssen auch finanziert werden. Gut, ich höre jetzt auf. Danke fürs lange Zuhören. Im nächsten Vortrag machen wir dann vielleicht, aber das wisst ihr eh schon alles, sagen, wie solche Konsumwenden ausschauen können. Ja? Vielleicht noch dieses Zitat am Schluss. Wir haben Berge von überflüssigem Bedarf angehäuft. Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen. Es ist unser Leben, das wir verschwenden. Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld. Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten, um dieses Geld zu verdienen. Der Unterschied ist, Leben lässt sich nicht kaufen. Es vergeht einfach. Und es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden, indem du deine Freiheit verlierst. Ja. Das ist jetzt nicht irgendein Spinner, der Philosoph, sondern das war der ehemalige Präsident von Uruguay, der das gesagt hat. Die Frage an euch ist, welche luxemburgischer Politiker oder Politikerin würde Mehrheiten gewinnen, wenn sie mit diesem Ausspruch in die Öffentlichkeit geht? Danke mal fürs Zuhören. Und freue mich aufs Gespräch. Ja. Super. Ich freue mich auch sehr, Cedric, wir hatten geplant, noch etwas moderiert mit Hans vorzugehen. Ich glaube, wir machen das sofort offen. Ja, ich bin auch dafür. Ja. Ja, ich habe nur, also ich wollte das Wort an Carlo Schilches geben, aber ich habe zuerst eine ganz kleine Rückfrage.
Hans, wir hatten ja weil das immer wieder bei uns hochkommt, wir hatten letztes Jahr ja eine Umfrage gemacht im Juni, Juli. Und da hat eine überwältigende Mehrheit der Personen geantwortet, also das waren immer 80%, dass sie nicht mehr in die Phase vor Covid zurück wollten, dass sie so viele Erfahrungswerte gesammelt hätten, also neue Naturerfahrungen, Bewusstsein, dass Konsum weniger wichtig ist, dass sie das weniger vermissen als soziale Kontakte. Und da waren wirklich 80% der Leute, die sagten, nee, bitte nicht wieder in die Zeit vorher zurückfallen. Wenn wir jetzt im Verwaltungsrat bei uns darüber diskutieren, dann sind viele Stimmen, die sagen, gilt das heute doch, weil wir eben ein Jahr Covid hinter uns haben. Ist noch diese Bewusstseinsbildung da oder sagen die Leute, Hauptsache es hört auf und macht mir keinen Kopf, ich möchte wieder leben wie vorher. Also ich habe auch heute gelesen, die CO2-Emissionen sind dieses Jahr jetzt so rasant am Steigen, schlimmer als je gedacht. Frage an dich, kannst du gut analysieren, ob die Veränderungswille von Leuten, die man vielleicht in der ersten Phase von Covid doch gespürt hat, glaube ich, weil eine Reihe von Menschen neue Erfahrungswerte sammeln, kann man das noch retten oder war die Covid-Zeit oder ist die so einfach zu lang, dass das kippt? Meine Frage wäre zu verstehen, gell? Ja, ich verstehe sie gut, ja. Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Betroffenheiten von den Auswirkungen der Pandemie. Und ich denke, der Wunsch nach wieder ins Restaurant gehen zu können oder der Wunsch, wenn man die Arbeit verloren hat, wieder einen Job zu finden, der ist verständlich. Ja. Aber ich denke, was man retten könnte, ist wirklich die Erfahrung der Entschleunigung des mehr Zuhause-Seins, des in der Familie-Seins und was hieße das übersetzt, wirklich neue Arbeitszeitmodelle anzugehen. Ja. Oder auch die Frage der Grundsicherung ist natürlich eine größere. Ja. Ob zum Beispiel jetzt das Mobilitätsverhalten sich dauerhaft verändert. Viel mehr Menschen sind mit dem Fahrrad gefahren, aber natürlich weniger mit dem öffentlichen Verkehr aus Angst. Aber ich glaube, das Fahrradfahren könnte man durchaus auch retten. Und diese größeren Dinge, von denen wir vorher gesprochen haben, die den Konsum allgemein betreffen, überall wo Kunststoff drin ist, wo Metalle drinnen sind, sozusagen, das sehen wir ja nicht als unseren Treibhausgasausstoß, aber den müssen wir auch ja, da traue ich mir jetzt keine Antwort. Aber ich denke, es ist doch auch ein Wertewandel in der jungen Generation zu sehen. Aber in der Spaltung gibt die einen fallen raus und andere sind sehr gut unterwegs, haben natürlich eine gute Bildung. Man darf nicht alles auf die junge Generation schieben. Aber gerade im Ernährungsverhalten ist einiges im Umbruch auch. Ja. So, Carlo, du... Ja, guten Abend. Sehr interessant. Sie sprechen von der Diskussion mit der Industrie. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Wie sollte der am besten angegangen werden, Ihrer Meinung nach? Gibt es da eventuell Beispiele, die gut funktionieren? Naja, es gibt Hoffnungen. Und sozusagen die Technikfreaks wie Bill Gates setzen voll darauf, ja, dass man zum Beispiel bei der Zementproduktion offensichtlich CO2 abscheiden kann, das entsteht, oder überhaupt, es sind jetzt Detailfragen, wie Zement produziert wird, das entsteht durch die Energie, die man braucht, aber auch durch dass man aus Kalk Zement macht, entsteht selber nochmals CO2. Und er sagt aber selbst dazu, das ist alles noch in den Kinderschuhen. Ja. Bei grünem Wasserstoff, auf den gehofft wird in der Stahlproduktion, beispielsweise habe ich gelesen beim Öko-Institut Freiburg, um grünen Wasserstoff gegenüber sozusagen den sogenannten grauen Wasserstoff konkurrenzfähig zu machen, müsste die Tonne CO2 140 Euro kosten. Jetzt kostet sie im Emissionshandel 40 Euro. Es ist wichtig, finde ich, dass da geforscht wird und da geht jetzt auch viel Geld rein. Man muss nur aufpassen, dass sozusagen das als Verzögerungstaktik bewusst oder unbewusst genommen wird. Wir entwickeln ohne diese neue Technologien, wir brauchen sozusagen den Verbrauch nicht zu reduzieren. Und sozusagen, das muss man dann immer auch mitbedenken. Aber ich denke, hilft das jetzt und bei Kunststoffen, hofft man nicht auf Bioökonomie, dass man eben aus Naturstoffen dann auch Materialien, neue Werkstoffe entwickelt. Ja.
Ich meine, ich kann jetzt, glaube ich, nicht noch ausführlicher darauf eingehen. Es ist schon interessant, das Buch von Bill Gates sich zu lesen und es kritisch zu lesen. Es wird dann eine Rezension auch in unserem Büchermagazin geben. Aber er ist nur einer. Also es wird in vielen Instituten jetzt daran auch geforscht und viel geht auch viel öffentliches Geld in diesem Bereich. Was interessant ist, Bill Gates und andere plädieren jetzt wieder für Atomenergie. Also er sagt, er entwickelt mit anderen sogenannte Mini-Nukes. Leider erklärt er im Buch nicht, wie die anscheinend mit bedeutend weniger Atommüll, wie er sagt, auskommen sollen. Ja. Aber die Diskussion kommt auf uns natürlich auch zu. Also wir haben, die Kollegen des Verwaltungsrats, die wissen es noch nicht, aber wir haben, also sie wissen, dass schon das angefragt war, aber noch nicht, dass es heute fast gemeißelt wurde. Wir haben den Herrn Fratscher, das ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ja. Das ist die Koryphäe in dem Bereich unumstritten und er hält ein Plädoyer sowohl für Verteilungsgerechtigkeit, für einen neuen Humanismus. Er hat einen starken und für mehr Ökologie. Und am 19. Mai haben wir Herrn Fratscher, der ist nominiert für den Buchpreis 2020 im Wirtschaftsbereich. Und er kommt vom Wirtschaftsfachlichen, also Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die Koryphäe schlechthin. Am 19. Mai haben wir den gemeinsam mit der Arbeitnehmerkammer eingeladen, um sein Buch zu präsentieren und auch die Symbiose von sozialem, Wirtschaft und Ökologie herzustellen. Ich bin außerordentlich froh, dass das klappt. Ich glaube, Hans, du nickst auch mit dem Kopf, das ist ein hervorragender. Ich schätze es sehr, ja, gratuliere, ja. Also weil er auch eben für Verteilungsgerechtigkeit und so weiter und heute haben wir das fast geklopft. Aber ich muss auch sagen, dank der Hilfe der Arbeitnehmerkammer rein finanziell. Denn Herr Fratscher weiß auch, dass er was wert ist. So, noch Wortmeldungen, sei es via Chat oder direkte Wortmeldungen. Also, oder auch Cedric, ich sehe, dass ihr nicht so, also ihr bleibt dran am Chat, also ihr klickt euch nicht aus, das bedeutet für mich, dass ihr noch Interesse habt. Insofern gerne Fragen via Chat oder direkte Wortmeldungen. Cedric und ich, wir sind. Ja, vielleicht kann ich mal anschließen, vielleicht mit dem Thema Bildung. Ja, über Prioritäten in der Bildung und Prioritäten auch von Jugendlichen, vielleicht auch aus dem spezifischen Bereich, wo ich ja auch herkomme. Also Veränderungen sind schon viele, die Veränderungen wollen und viele haben natürlich andere Sorgen, aber sie finden mit der Bildungsinstitution, wo sie jeden Tag so viele Stunden verbringen, keinen Akteur, der diese Transformation seriöse mit angeht. Ich spreche jetzt sehr allgemein. Und deshalb meine Frage, wie müsste Bildung aussehen und wie kommen wir dahin, dass Bildung in Zukunft die großen Herausforderungen angehen kann? Ja, große, wichtige Frage. Also Schulen ganz verändern. Ja. Projektlernen, Servicelernen. Servicelernen heißt, dass Schüler, Schülerinnen hinausgehen in die Welt und machen dort Projekte, wo sozusagen die Gemeinde oder in einem Unternehmen, die bekommen etwas davon und sie lernen etwas. Ich würde viel mehr auf projektorientierten Unterricht übergehen und sozusagen weg von diesem Fächerkanon. Aber leider geht im Schulbereich, ich weiß nicht, wie es in Luxemburg ist, noch sehr wenig weiter. Aber das wird eine wichtige Frage sein, das Lernen selbst zu verändern. Alleine, weil durch Internet, ohne das Wissen ja frei verfügbar ist, man muss nur lernen, wie man sozusagen mit Wissen umgeht. Aber ich wäre sehr stark für projektorientiertes Arbeiten in Schulen. Ja. Servicelernen ist der Begriff bekannt? Servicelernen, nee, mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Der Bob sagt ja. Der Bob ist an der Uni. Sozusagen, das ist im Grunde anwendungsorientiertes Lernen. Ich glaube, in Oldenburg ist eine Schule, die betreibt ein Repair-Café. Das ist, die lernen sozusagen, wie man so ein Ding schaukelt, lernen Wirtschaft und sie lernen, was sie was reparieren. Und das machen sie gemeinsam mit einem Stadtteil. Ja? Das wäre sozusagen ein Beispiel. Ja? Okay, es kommt noch eine Frage aus dem Chat, ob soziale Medien eine Rolle in der Transformation spielen oder ob die überschätzt werden.
naja, ich bin jetzt kein Medienexperte und kann das nicht pauschal sagen. Also sie sind ambivalent natürlich, weil in den sozialen Medien gibt es viel Verrohung der Sprache, es gibt Verhetzung, aber ich glaube, im Ökologiebereich und im sich organisieren, das hat man bei Fridays for Future gesehen, wäre das ohne soziale Medien gar nicht möglich, weil die nutzen das sehr stark. Ja. Wo man, glaube ich, aufpassen muss, und ich unterliege selbst auch der Falle, ich glaube, ich unterschreibe pro Tag irgendwie 2 Aufrufe. Ja. Und bekomme dann jeden sozusagen nächsten Tag dann immer 2 Newsletter mehr zugesandt, dass man das Gefühl hat, jetzt habe ich unterschrieben, jetzt habe ich etwas getan. Und das alleine ist es nicht. Es braucht schon die kontinuierliche Kampagnenarbeit. Ja. Vielleicht das Unterstützen von NGOs, auch finanzielle Unterstützung, ist, glaube ich, ganz etwas Wichtiges. Aber du kannst bestimmt die Umfragen, die ergeben, die Leute, die sich an Online-Petitionen beteiligen und die unterschreiben, die verhalten sich nachher weniger ökologisch, weil sie sagen, ich habe ja schon was gemacht. Und ich hatte das nie gedacht, dass, also es ist ja auch gewusst, jemand, der in den Bioladen einkaufen geht, ja, spendet nachher, wenn vor der Tür jemand steht und sammelt Spenden für eine gute Initiative, wenn der beim klassischen Supermarkt steht, kriegt der pro Person mehr, als wenn er beim Bioladen steht. Und die Analyse ist, dass derjenige, der zu dem Bioladen hingeht, sagt, ich habe ja schon was gemacht, was soll ich jetzt noch spenden? Ich hätte nie gedacht, dass auch ein Freikauf mit einer einzigen Unterschrift möglich ist, die du da in 20 Sekunden runterrasselst. Aber die Analysen sind eindeutig, gell? Einer, der mal unterschrieben hat, so in 20 Sekunden, der daher, ich habe meins getan, jetzt kann ich da irgendwo anders etwas, die weniger konsequent sein. Verrückt, gell? Mich wundert es, und ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann, weil natürlich, wenn ich wo unterschreibe, kriege ich Informationen, ich werde sensibilisiert, aber das Freikaufen oder Gewissensberuhigung, ich habe schon was getan. Schade, wenn das so ist. Kennst du die Analyse nicht? Nee. Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht geglaubt. Ja. Ah, okay. Ich glaube dann. Okay. Aber man muss natürlich eben immer reflektieren, auch was sind Fallen und was sind Chancen, ja. Auch hier, ja. Und natürlich sozusagen so eine Online-Petition ist nicht das, was eine verbindliche Bürgerabstimmung wäre, ja. Mhm. Das ist von der Verbindlichkeit her wieder etwas anderes, ja. Und ich weiß ja nicht, wie jetzt sagen, die Konkurrenz unter den NGOs ist, weil natürlich alle um Spendengeldern, und ich hoffe, sie steigen nach wie vor die Spendengelder, weil die NGOs werden mehr, und wenn der Spendenmarkt nicht größer wird, hat man auch hier ein Problem. Ne? Wir machen das derzeit so schlecht, dass man uns nichts wegnehmen kann, aber wir bräuchten auch viel mehr. Okay. Andererseits ist es, unsere Einrichtung wird aus öffentlichen Mitteln finanziert, aber wir machen keine Kampagnen, sondern wir machen eben Forschung und Bildungsarbeit. Ja? Aber ich denke, ja, dass auch in einer Demokratie auch NGOs öffentlich gefördert werden. Ja. Man braucht beides. Ja, also zur Schulfrage kann ich vielleicht am 26. August mehr sagen, weil wir haben ist auch online, es gibt eine Sommerakademie, das Forum Umweltbildung in Österreich, und die haben das Thema Denken wir groß. Ja? Und da machen wir auch eine Zukunftswerkstatt zum Thema die Schule von morgen. Ja? Und wie kann sie dazu beitragen, Gesellschaft zu verändern. Ja? Ja, also viele Elemente haben wir auch schon bei uns in Workshops erarbeitet. Und die Fragen kommen immer wieder zusammen. Wir arbeiten jetzt auch an einem Papier. Aber die Frage ist, sind die Rahmenbedingungen stimmen oft nicht. Es gibt nicht genug Raum für Projektarbeit, es gibt nicht genug Raum für Mitbestimmung. Und das fehlt auch oft wirklich an einem Willen zum Handeln, weil viele diskutieren über Klimawandel, viele lesen Texte in Schulen vor. Aber es kommt nicht zu dem Raum, wo es auch zum Handeln kommt. Und und diesen Schritt, da beißt jeder sich die Zähne aus, sagen wir mal so. Okay, wir haben schon einige Schulen, die selber eine Photovoltaikanlage betreiben und dann die Schüler und Schülerinnen immer schauen, wie viel haben wir heute Strom wieder geerntet. Das gibt es dann auch mit einem mit einem Garten, Schulgarten, kann man verschiedene Dinge auch machen. Ja, ja, Ansätze gibt es auf jeden Fall. Ja, ja.
Und es gab einmal eine Umfrage, wo die Schülerinnen die Lehrer gefragt haben, warum sie mit dem Auto in die Schule fahren. Ja. Und? Die haben dann gesagt, wir müssen mit dem Auto, weil wir so viel Material transportieren müssen. Kann natürlich stimmen, ja. Schularbeitenhefte und so weiter. Das war auch ein spannendes Projekt. Sozusagen, da wurde einmal umgekehrt, ja. Die Schüler fragen die Lehrer, ja, um sozusagen sagen, wo es lang geht mit ökologischem Mobilitätsverhalten. Okay. Ich würde aber vielleicht noch, andere Leute haben vielleicht noch Fragen, vielleicht zu einem anderen Thema oder zu einem anderen Aspekt des Vortrages. Sie sprechen von Reparaturen. Dies ist ja für mich auch sehr interessant. Das funktionierte ja schon in unserer Jugend, vor 30, 40 Jahren. Heute werden Produkte zum Wegwerfen hergestellt. Da könnten ja viele Arbeitsplätze entstehen. Aber dann würde die Reparatur mit unseren westlichen Löhnen wieder zu teuer. Drehen wir uns da nicht im Kreis? Naja, man braucht wieder Zusammenwirken. Wenn ich eine spürbare CO2-Steuer habe, ist sozusagen ja schon mal fossile Energie besteuert. Ja. Wenn man jetzt macht Energie, glaube ich, 6% eigentlich an der Wertschöpfung im Schnitt bei Produktionen aus. Ja. Das ist jetzt im Schnitt. Andererseits, es kommt von der EU, ich habe da ein Buch mitschreiben können, Circular Economy. Da gibt es schon ein eigentlich sehr ambitioniertes Programm, weil man hat erkannt, neben Klima ist Kreislaufwirtschaft, Rohstoffvergeudung ein zentrales Problem, auch für die Industrie selbst. Ja. Da wird es Vorgaben geben, hohe Ziele für Recycling, aber auch für, dass Produkte länger halten müssen, längere Garantiefristen. Geplant ist so ein Reparatursiegel, wird schon was helfen, aber es ist immer noch freiwillig dann. Letzten Endes, also der Tenor, da haben Experten, Expertinnen aus ganz Europa mitgeschrieben, die sagen, die große Chance wären neue Geschäftsmodelle, weg vom Besitzen hin nur zum Leasing, ja? Weil dann hat natürlich das Unternehmen Interesse. Kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber wenn der Kühlschrank nicht mehr gekauft ist, sondern nur geleast und der heute zu lange, wenn er kaputt ist, müssen wir einen neuen zur Verfügung stellen. Aber das ist noch in den Kinderschuhen, gell, Leasing. Wir sind es so gewohnt, ich muss ein Ding besitzen. Beim Auto ist es auch noch so, ja, aber natürlich Auto leihen wäre auch ein Zukunftsmodell als Teilantwort. Ja. Das ist so, dass und die Verteuerung der Rohstoffe. Natürlich, der Markt regelt dann immer mehr. Ja. Es gibt da entsprechende EU-Direktiven, die zur Kreislaufwirtschaft und zum Plastik und so weiter, und die in die jeweiligen Länder umgesetzt werden müssen, auch im Luxemburger Abfallrecht. Und es ist in Luxemburg jetzt in Planung, dass unsere Recyclingzentren zu Ressourcenzentren umgewandelt werden. Also wir kennen alle unsere kommunalen Recyclingzentren, die werden Ressourcenzentren. Und die Diskussion läuft jetzt, was soll denn da stattfinden in den Ressourcenzentren? Und wir haben, ich mache wieder mal Eigenwerbung, da steht der Termin noch nicht fest, mit dem Ökocenter Pafendal haben wir ein Projekt hier laufen, Reuse, Repair, Resync. Und da haben wir in einem Monat eine Veranstaltung, wo wir Hans aus Wien, in Wien gibt es, bei Wien gibt es eine Stadt, die modellhaft... ist das der Sepp Eisenriegler? Ja? Sepp Eisenriegler? Nee. Das ist der... Doch, eine Mitarbeiterin hat den Vortrag. Da gibt es Zentren, die modellhaft eben, also nicht als Ressourcencenter nicht mehr nur wiederverwertbaren Abfall annehmen, sondern eben auch Reuse und Share einführen. Und in Luxemburg läuft die Diskussion, denn es gibt da Vorreiter in bestimmten Gemeinden, die sind wirklich sehr dynamisch. Da gibt es Akteure auch auf der Seite von Arbeit, von Sozialinitiativen, die natürlich auch ein Interesse daran haben. Und wir haben einen Vortrag zusammen mit den Sozialinitiativen und mit Vorreitern aus dem Ausland, wo wir dann zur Diskussion stellen, wie können die Luxemburger Recyclingzentren sich umwandeln. Ich glaube, dass da wirklich die EU wirklich gute Vorarbeit geleistet hat, dass da, also es ist so ein Ding, wo man sagt, Gott sei Dank haben wir die EU, die haben da was losgetreten und in Luxemburg läuft die Umsetzung. Also in einem Monat oder so ist die Veranstaltung.
Ich meine, dazu kommt jetzt sozusagen Secondhand, den es ja auch durch digitale Plattformen stärker im Kommen ist auch eine sinnvolle Sache. Ja, ja, und das kommt hinzu. Also in Luxemburg läuft die Diskussion, dass man sagt, die Recyclingzentren sind in Luxemburg fast immer außerhalb der Ortschaften. Kann man innerhalb der Ortschaften Ableger etablieren, wo man auch sagt, die haben eine soziale Funktion, also Treffpunkt für Sharing für Sachen, also wo man den Häcksler leihen geht, weil nicht jeder einen Häcksler braucht, wo vielleicht auch man was gemeinsam trinken kann, um neue Fokuspunkte für den sozialen Austausch zu schaffen. Das heißt, man hat ja eine ausgelagerte Struktur und man hätte innerörtlich das, wo man eine soziale Komponente damit verbinden könnte. Das wäre hervorragend. Und in Zusammenarbeit mit Sozialinitiativen, das wäre so spannend. Ja, und generell muss es dann, wir brauchen eine Reparaturkultur über die sozialen Initiativen hinaus. Ich glaube, das ist wieder ein Beispiel, muss man dann reflektieren, wer verliert jetzt durchs Reparieren. Und natürlich, Wachstum funktioniert ja jetzt so, weil man immer mehr verkauft. Aber muss man dann schauen, gibt es neue Geschäftsmodelle, wo die Unternehmen trotzdem dann sozusagen eben mit dem neuen Geschäftsmodell, mit dem Service verdienen und auch eben indem sie Reparieren anbieten. Ja. Ja, da gibt es ja auch spannende Analysen, dass die Geschäfte sagen, reparieren zieht Kunden an und das spart uns Werbungskosten. Ah ja, also das ist spannend. Was du mir bringt, das haben die Leute aus Österreich bei dir gesagt. Die haben gesagt, zu Beginn waren die Händler alle gegen die Repair-Reuse-Initiativen, weil sie gesagt haben, wir verkaufen weniger. Das war die erste Phase der Blockade. Und die zweite Phase war, nee, wir kriegen so Leute in unseren Laden rein und wir machen Kundenbindung. Wir verkaufen zwar nicht, aber wir haben eine gewisse Kundenbindung. Und da ist dann wieder das, vorher war die Frage im Chat vom Carlo auch, lohnt sich das? Da wurde gesagt, ja, wir sparen andere Kosten ein, wir kriegen die Kunden so rein. Insofern machen wir mehr im Sinne von Repair. Ja, das ist spannend. Also ich wäre ja auch dafür, also bei uns kann man Werbekosten von der Steuer abschreiben. Ich würde das abschaffen. Ich würde eher sozusagen eine Werbesteuer einheben, weil sozusagen Firmen sollen eigentlich durch Qualität, durch Kundenbindung sozusagen die Käufer und Käuferinnen binden und nicht, und nur die großen Konzerne können sich auch große Werbeetats leisten. Ja. Bin aber noch nicht durchgekommen mit dem Vorschlag. Also. So, da guckt man da rein und das machen wir aber alles zu. Oder? Ja, man muss ja auch nach Hause kommen vor 11 Uhr. Wohin willst du noch fahren? Also von hier nach Hause. Das gilt auch für Cedric, wohnt mittlerweile in Esch und er sitzt hier in der Stadt Luxemburg. Und muss noch mit dem Zug nach Hause fahren. Das ist doch bestimmt im Bett im Möbelcenter. Es gibt da eine Couch, ja. Haben wir noch Fragen im Chat? Ja, wir gucken noch neben. Nee. Ja, da wurde gepostet, dass es gibt in Luxemburg eine Null-Abfallstrategie des Umweltministeriums, dass es da Gegenwind von Wirtschaftsverbänden gibt. Aber ich weiß nicht, ob sie unüberbrückbar sind. Das ist eine spannende Diskussion. So, wir gucken noch mal rundherum, Cedric, gell? Und letzte Chatmöglichkeit oder letzte Möglichkeit, die Hand zu zeigen. Ansonsten würden wir uns herzlich bedanken. Und Cedric, du verabschiedest uns heute Abend. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, Herr Holzinger, für diesen Vortrag. Und auch vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Hier Klatschhände. Wie gesagt, die Videos sind online. Ihr könnt ruhig Werbung machen. Das werden wir Anfang nächste Woche oder so. Vielleicht kommen wir es morgen hin, wenn die Videos gut laden. Aber ansonsten einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja. Vielmals merci. Ja, danke auch an die Übersetzung. Vielen Dank. Ich mache etwas Werbung für euch. Ja? Okay, danke. Danke.